Schönen guten Abend. Merci, dass ihr alle gut hier seid. Den 9. Juni sind schon Europawahlen und die Wahlen gehen als die wichtigsten Wahlen an der Geschichte der Europäischen Union präsentiert. Es gibt einen Rechtsruck auf 4 Stunden an effektiv konservativ bis Extrempartei von vielen Ländern von der Europäischen Union Zuspruch. Sie standen sogar verschiedene Regierungen, direkt oder indirekt. Und sie könnten eng immer mehr wichtig Rolle am Europaparlament spielen um 9. Juni. Ob es wirklich zu dem größten Rechtsruck wird kommen, wen man da umgeht, wen die bekämpfen soll oder kann, wie schlimm die wird sind, sind eigentlich froh, die viel Leute wir umtreiben, wir auch Medien, Politiker, Experten, und für frohen, ob also einfach sind op an die Frohen, die werden ausschlaggebend sind an der nächsten europäischen Legislaturperiode, aber wahrscheinlich leider nicht nimmen. Sind ich immens froh, Spitzenkandidaten von der NSAP, von der Grünen, von der CSV für die nächste Europawahlen hier auf dieser Bühne zu haben. Ich habe jetzt direkt Thierry Metz von der Grünen, Isabel Wieseler von der CSV und der Marc Angel von der RSAP. Und ich bin noch immens froh, als Expertin hier auf der Bühne dann Arena Högenauer von der Universität Lützeburg hier können zu begrüßen, wer Politikwissenschaftlerin als ob die Europäische Union spezialisiert ist. Ich selber bin den Diego Velasquez, ich bin seit 10 Jahren EU-Korrespondent vom Lützeburger Wort zu Bresel und sie ganz froh für die Runde, an der hoffentlich dynamisch und kontrovers diskutiert wird, können zu animieren. Und ja, für direkt anzufangen, schon ein bisschen den journalistischen Catch-Intro gemacht, aber ich gehe gerne die Expertin an der Runde fragen, für ein bisschen ein Bild zu machen von, was wir sind da mit dem Rechtsruck. Könnt ihr wirklich, wie war es bisher am Europaparlament, was könnte an Zukunft kommen, wie gesagt, an den Montbanger aus, die auch jo ein Organ von der Europäischen Union stellen, wo den Rechtsruck schon gesehen, aber was kann ich erwarten, en vue von der Mehrheitsfindung auf europäischem Niveau no Juni 2024? Guten Abend. Also zunächst mal entschuldige ich mich dafür, ich bin die Einzige, die hier Deutsch sprechen wird, aber Sie dürfen später gerne auch auf Luxemburgisch fragen. Ja, also in der EU ist es im Prinzip so, dass sich seit der Schuldenkrise und später der Flüchtlingskrise ein recht starker Block formiert hat aus verschiedenen Parteien, die sehr weit rechts sind, europakritisch, rechtspopulistisch. Und dieser Block, der wurde durch den Brexit kurz geschwächt, aber der befindet sich bei so knapp 20% im Moment. Und im Moment sieht es auch aus, als ob nach den nächsten Wahlen, also ab Juni, dann ungefähr 25% weit rechte Politiker im Europäischen Parlament sitzen. Also der wird wahrscheinlich einen ganzen Schwung an Abgeordneten dazu kriegen. Die Frage ist, wie wirkt sich das auf die Mehrheitsfindung im Europäischen Parlament aus und auf die Dynamik? Im Moment, also das Erste, was wichtig ist zu verstehen, ist das Europäische Parlament. Funktioniert ein bisschen anders von nationalen Parlamenten. Normalerweise hat man eine klare Regierungsmehrheit, die ja oft sehr stark zusammenhält, und eine klare Opposition, die sich dagegen positioniert. Auf der europäischen Ebene gibt es einen Versuch, das nachzuahmen, zum Beispiel durch die Wahl von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin, dort eben auch eine Mehrheit zu bilden aus Sozialdemokraten, EVP und Liberalen, Renew. Aber diese Mehrheit ist natürlich nicht ganz so stark, wie das traditionell in den Mitgliedstaaten wäre, weil die anderen Kommissare werden ja einfach von den Mitgliedstaaten ernannt. Das heißt, es ist keine echte Regierung, wie man das in einer parlamentarischen Demokratie kennt. Dementsprechend ist auch die Opposition loser. Das heißt, die Parteien stimmen eigentlich alle etwas wilder durcheinander. Aber es gab diese Art von Koalition lange Zeit im Parlament, und in den letzten Monaten hat das angefangen, diese Koalition sich etwas aufzulösen, indem sich die EVP eben weiter wegbewegt hat von den Sozialdemokraten und von den Liberalen. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass man bei verschiedenen nationalen Wahlen gesehen hat, dass die Wähler sich auch nach rechts bewegen, konservativer werden, also besonders natürlich auch die Wähler der Europäischen Volkspartei. Das heißt, sie bereitet sich jetzt damit auch auf den Wahlkampf vor, wo sie sich vermutlich etwas konservativer, klarer wieder konservativer präsentieren wird als 2019. Zunächst einmal wird es vermutlich die Mehrheit von den pro-europäischen Parteien nicht gefährden, auch wenn die
europakritischen Parteien zunehmen. Aber es macht natürlich die Mehrheitsfindung, also das Koalitionenbilden, schwieriger und es gibt eventuell die Möglichkeit, es wird spekuliert, ob es die Möglichkeit einer rechten Koalition gibt aus extrem rechten Parteien, Europakritikern und EVP. Allerdings ist das bisher nicht bestätigt und da werden sich später unsere Politiker dazu äußern. Die andere Dimension ist natürlich der Rat. Der Rat, in dem die Regierungen vertreten sind. Der ist natürlich auch nach rechts gerückt. Wir haben gesehen, es gab eine ganze Reihe an Wahlen in den letzten Jahren, in denen manchmal rechte Parteien die Mehrheit hatten. Ungarn zum Beispiel, in denen rechte Parteien an die Macht gekommen sind. Italien zum Beispiel, in Fratelli d'Italia. Es gibt viele Länder, in denen rechte Parteien die zweite oder die drittstärkste Partei sind. Und jetzt zum Beispiel in den Niederlanden vor kurzem wird sich vermutlich auch ein rechtes Bündnis formieren. Das heißt, auch der Rat bewegt sich in eine konservativere Richtung. Das heißt, der wird sich bei Fragen zur Migration, Menschenrechten, Umweltpolitik konservativer positionieren. Und das heißt, die europäische Dynamik wird sich dadurch verändern. Das Europäische Parlament wird sich dadurch auch verändern müssen in gewisser Weise, weil am Ende muss bei politischen Vorgaben, bei Vorhaben ein Kompromiss gefunden werden zwischen den zwei Institutionen, aber das wird die Herausforderung. Vielmals merci für die Intro an Politik keine Fatalität, denkt ihr ein bisschen davon auf, was passiert, weil sie schwerer mehr politische Parteien dazu positionieren. An Madame Wieseler, dann Arena Högenau hat schon angeschwärzt, es besteht Möglichkeit an der Europäischen Volkspartei, was die Europäische Mammepartei als wo CSV dran ist, Spielerei schon ganz offen mit dem Gedanken, dass die kann tatsächlich mehr strukturell mit der ECR-Fraktion, dass die Rechtskonservativ-Fraktion am Europaparlament kein mehr strukturell zusammen schaffen. An der Fraktion von den Parteien wie tatsächlich die italienische Fratelli d'Italia, auch spanische Vox oder die polnische PiS-Partei, alles Parteien, die bei Vox kann ich von rechtsextremer Partei schwätzen, kann CSV und TVP könnt ihr als du ein Rotrin gehen wird könnt ihr zusammenarbeit formal kategorisch ausschließen mit so politischen Tendenzen. Also Leute, die mit Gedanken spielen, finden überall. Aber strukturell mit den Parteien von extrem rechts zusammen schaffen, ist ganz einfach nicht dran. Gehört nicht zu dem Gedankengut an der EVP, so nicht, dass es nicht einzelne Leute dabei sind, aber das tut den überall an allen Parteien, dass strukturell mit einer ICA oder mit einer ID zusammen geschafft gehen, das ist nicht dran. Wir haben die Majoritäten sich immer aber mit, wir nicht bis lo gemacht, und das ist so, wie wir weiterfahren. Und ich schwätze nicht nur für CSV, ich schwätze wirklich für die EVP. Wir sitzen an der Fraktion und ich gesehen, wie jetzt sich da bewegt. Und ich denke auch, dass das, wie soll ich sagen, ich fand es auch nicht gesund, was wir da am Gange sind. Wir schwätzen halt von einem Rechtsruck, an der Rechtsruck, wenn ihr los seht, dass mehr am Conseil rechts mehr repräsentiert ist, aber schwätze zum Beispiel von Lützeburg oder von Portugal, das willst du aber also nicht, weil die kann als schlecht bezeichnen. Oder weil den als gefährlich kann bezeichnen. Ich benutze nicht gern das Wort schlecht, ich gebe lieber das Wort gefährlich benutzen, weil wo geht es am Anfang drin? Es geht darum, um die Valeuren, die wir verteidigen. Und ich will auch da, just nämlich für das auch nach, um der Sache wirklich festzunehmen, das nicht möglich strukturell, auch nicht mit einer ICA zu schaffen, wenn ein wirklich die Ukraine verteidigt, sieht, dass der muss auf der Seite von der Ukraine sein, wenn ein absolut pro-europäische Partei ist, an den da genau den Gegenteil findet. Dafür, wir sind nicht, wir haben keine Gemeinsamkeiten, wenn es um die Fundamentalsache geht, mit einer extrem rechts, aber auch nicht mit extrem links. Ich kann den Appell von der CSV nur vollziehen innerhalb von der EVP. Es bleibt eine Realität, dass auf verschiedenen Ländern schon Koalitionen gibt, Schweden, Italien, Finnland, wo halt EVP-Parteien, also Christdemokraten, von
jetzt konservative gestützt gehen oder Karim Martin an einer Koalition sehen an die Stimmen auch Götz ich denke du vor Italien die so wir müssen dann am europäischen Niveau auch das göttet an es gibt aber auch die Tendenz die so natürlich gehen nicht ignoriert das keine Rechtsstruktur greift auch eine andere Realität an das gesagt den Zungetzebüsch auch ich denke du zum Beispiel wo rezenten aus von Bürgermeister von Hasper de Marquis wo doch eine gewisse Verrohung an eine gewisse Flirt mit einem rechten Diskurs empfindet. Guckt, ich fand das ja, das ist das, was ich für Druck gesucht habe. Ich fand nicht, dass man am Moment wirklich eine ganz große Responsabilität tun, alle Gursten, Politiker, Zivilgesellschaft, Südverein, für zu wissen, was wir machen, was wir mit was vergleichen. Wenn dir lauscht, was an dem Parlament von den Extremrechten gesagt wird, über Migranten oder über Refugien, wie sie dazu stehen. Und auf der anderen Seite nennen wir den Marquis, der vielleicht etwas gesagt hat, wo sieht du noch, ich entschuldige mich dafür. Wie will das vergleichen mit den Leuten, die bei Extremrechts einen Hass-Diskurs haben? Wir dürfen den Amalgam nicht machen. Also ich fand nicht, guckt, wir können, wenn du auch mal den Regierungen guckt, wenn du auch vor Rechtsruck schwätzt, geht ganz oft so dahergestellt, wie wenn man geben, die Leute, die bis dann EVP gestimmt haben, die gehen damit noch rechts, stimmen extrem rechts. Und geht noch den Amalgam gemacht für eine EVP, die mit Rechtsgruppe ist, Partei ist, dass die sich alliieren mit extrem rechts. Wenn du guckt, was an der Slowakei geschieht ist, dass der Fico war Kommunist, als du noch Sozialist gehen, war über 10 Jahre bei ihr, mehr. Geht du noch, möchte eine Regierung, die hat effektiv rausgehalten. Direkt wehen, die Allianz gemacht hat, das muss ich aber vorstellen, Kommunist, Sozialist, und dann eine Allianz möchte, mit einer extrem rechts. An Loderen direkt rausgehalten. Wäre aber schon ein mit extrem rechts, Pouvoir. Aber das ist sowieso nicht, das ist nicht mein Propos. Es geht nicht darum, für den einen oder den anderen zu akkusieren. Es geht darum, für zu gucken, was geschieht. Es gibt extrem eine Linkspartei, die aber mit extremen Ideen sich noch, oder die sich dahinter gesagt hat, mit extrem rechts verbündet, für dann zu regieren. Wir können nicht sagen, wo die Einwähler, wo die anderen kommen. Wo sind, die kriegen ein wenig Stimme verloren. Wo sind die Wähler hingegangen? Wissen wir, wo sie hingegangen sind? Wir hatten kommunistische Parteien, die ganz stark bei uns waren, an Europa. Wo sind die Wähler alle Gäste hin? Wir müssten wirklich eine Analyse machen, wo man nicht am Gange sind, Schuldweisungen zu machen an eine Partei, eine Gruppe, die an der Mitte ist, an den die Valeuren, die fundamentalen Valeuren von der Europäischen Union verteidigt. Wir sind nicht mehr am Gange zu spielen. Ja. Also das, was man hier gesagt hat, mit den 20%, 25%, an die Realität, die wir international leben, muss uns dazu bringen, dass wir die Parteien, die an der Mitte sind, sich bekämpfen auf verschiedene Sujets, ganz klar, aber nicht, wenn es um die fundamentalen Valeuren geht. Ja, Madame Wiesenberg, wir kommen noch ein bisschen darüber rum, natürlich ist die Frage fundamental, wo die, also was passiert mit den 25% an wie die wir kann zurückkriegen. Na werden anschmengen, den Herr Margall kann darüber berichten, Govet aber Usatz schon an dieser Mandatur, Madame Högenau hat auch gesagt, dass es auf verschiedene Worten an auf verschiedenen Themen ein Rapprochement gouf zwischen Metriets Ariets, den auch konkret Konsequenzen hat, ob Entscheidungen von dem Parlament an schmengen dat auch dazu gesehen, dass es auch schon konkret die Busche gouf, also das hat konkret Konsequenzen hat und das ist relativ interessant und ich würde ihr gerne dazu hören, welche Erfahrung zum Beispiel an dem Bereich, wo dir besonders aktiv seht, wie die Menschenrechte oder Sozialrechte, wie dir das gesehen schon konnte beobachten an dieser Mandatur. Also du, wo ich aktiv bin, ist schon den Herrn gefragt.
Pardon. Also, Okay, ich muss aber trotzdem nur reagieren ob de Fakt wo man stimmen ja, ich gehe nicht fort, keine Angst, ich bin immer gefreut. okay, viel muss merci im Forum, dass ich invitiert gesehen, das interessant doch mal eine Expertin am Publikum wir sind zu diskutieren, wir sind hier auch für zu lehren. Ich stelle wirklich fest, der Rechtsruck als omnipräsent am Europaparlament. Ich erinnere just rund 24, 25 Jahre, wie an Österreich die erste Koalition kam von DVP, das ist eine DVP, das ist eine Mitrechtspartei, eine Koalition mit der FPÖ von Jörg Haider gemacht wird. Da als ein großer Schock durch die europäische Politik gegangen, da sind Ministerin aus dem Kohl-Sänger Regierung, aus dem Chirac-Sänger Regierung, aus der Conseil rausgegangen, wenn ein FPÖ-Minister rausgekommen ist. Was gesehen wir lo? Lo gesehen wir den Herrn Manfred Weber, den an Italien fährt, für do zu summen. Wir gesehen Madame von der Leyen, die mit der Madame Meloni an Ägypten fährt, für do Diktatoren suchen zu geben, für das sie Flüchtlinge do haben. Das ist eine arme Welt. Und das ist eine Realität, die ich nicht kann bestreiten. Und das möchte mir wirklich Angst. Ich gesehen auch den Rechtsruck an nicht nehmen beim Greenbashing, dass man den Green Deal, das am Anfang von der Legislatur ja der groß, wo man all die Hammerstungen, wo Backtracking ist, das gesehen ist auch beim Sozialen, bei der Vertiefung von der Sozialunion. Und Solidarität ist so eine Valeur von der Europäischen Union. Am Artikel 2 steht ganz klar, Solidarität ist eine Valeur. Und wir hatten schon heute Resultate mitgebracht von einem Wort, den wir gleich vor hatten, das war zu Straßburg, das war der Wort, das war ein Rapport von einem liberalen Deputierten, Herr Pislaru, am Kader vom europäischen Semester, wo es die Sozial- und Employment-Priorität gegangen ist. Der Rapport ist nicht durchkommt, dass alles aufgestimmt ging. Und das Resultat war, dass ECA, ID, PPE an einen Teil von Renew, die das PPE als EVP. Ja, pardon, EVP, die das komplett aufgestimmt haben. Da ist es gegangen Sachen wie Windfall Profits, also ich hieß da plötzlich das gegangen, das Housing ein Menschenrecht, das ist Sozialrecht, das drin gegangen, zu gucken, ob man Leute können bremsen, das drin gegangen, dass bei öffentlichen Ausschreibungen auch Sozialkriterien müssen dran sein, das drin gegangen über Sozialmarktwirtschaft, und ich war ganz überrascht, Sozialmarktwirtschaft wird am EVP-Manifesto ganz groß geschrieben. Mir all die Sachen sind nicht durchkommen, Progressivtaxation als nicht durchgeholt gehen, da habe ich verkehrt zum okay, dann kann ich das ich glaube, da du Shift als da dann modern lief die das ist ein Shift, weil wir haben an der Sozialpolitik, ich sehe 5 Jahre an der Kommission für Affaires Sociales und Emploi, wenn man da Rapporten hatten, hat man nie Angst, dass die gingen durchkommen an der Kommission nach am Plenum. Weil in den letzten 2 Jahren muss man zittern, muss man zählen, kriegen wir gesagt, guckt bei ihren Kollegen von den anderen Parteien, wie sie aufstimmen, weil man nämlich sicher sind, dass man eine Majorität kriegt. Das hat angefangen bei dem europäischen Mindestlohn, war ganz bei der Plattformökonomie, wo man eine Direktive von Nicolas Schmidt für Plattformarbeiter zu schützen, für dass die auch Rechte kriegen und nicht modern Sklaven sind. Da haben wir wirklich gezittert, ob man eine Majorität kriegen oder nicht. Wir haben sie zum Glück nach Krit, dem Donau ja der Rodet blockieren. Aber du gesehen ich auch, dass es an denen Frauen, nicht nur gesellschaftspolitische Frauen, mehr besonders wirtschaftliche Frauen, wo es um Solidarität geht, wo es wirklich die Sozialdimension zu stärken. Gerade mengen schon nicht gemeint, dass man wenn man die Sozialdimension stärken, eine Politik machen, die Bürgerinnen wollen, weil schon den Eurobarometer mitbräuchte. Aber was sind Hauptzüge von den Bürgern? Die Echtszüge ist ein Kampf gegen Armut und Sozialexklusion. Das war schon bei der Konferenz über Zukunft von Europa. Social Inequalities, die echt zuerst. Die zweite zuerst als der Klimawechsel, was die Leute Angst macht. Aber wenn ich da gucke, die Themen, die von den Rechten so groß geschrieben gehen, die leiden auf Punkt Nummer 8 und Nummer 9, Fight against Terrorism and Organized Crime, Protection of the Borders, und auch Migration und Asyl. Die kommen ganz handeln von den Themen, die Menschen interessieren. Ja.
das schenkt sexy zu sie, weil sie an den Medien so heiß gespielt gehen, und sie sprangen alle auf den Zug, sie wollen all kopieren, die Rechtsextremen an, da geht es ihnen, ich so nicht, geht ihnen Hannover, an Frankreich, der Republikan, die Leute wählen das Original an, weil du wissen, so was zu kreieren. Darüber schwatzt man nach, für den wir die Medien schuld gehen, für den Rechtsruck. Ich wollte eine App so zu den Madame Wissler hat recht, sie sieht keine strategische Allianz mit der ICR-Idee. Ich kann mich auch erinnern, vor ein paar Wochen habe ich den Herrn Hansen hören, wie er von Bukarest vom EVP-Kongress kam. Du hast noch gesagt, wir machen keine strategische Allianz mit den Rechtsextremen. Ich hätte mir gewünscht, er hat gesagt, wir machen überhaupt keine Allianz mit denen, wir wollen überhaupt nicht mit denen zu dienen. Und das hätte ich mir auch vom Luc Frieden erwartet, zu Bukarest, EVP-Kongress, dass er gesagt hat, dem Herr Weber, und dass er gesagt hat, seinem schwedischen Kollegen, den an der Regierung ist mit extrem rechter Partei, dass er gesagt hat, zu seinem italienischen Kollegen, den Herr Tajani, dass er in einer Koalition ist mit Rechtsextremen, und dass noch der finnische Kollege gesagt hat, dass das kein gut Sache war, da will man nicht, wir mussten an der mitbleiben, und das tun ich nicht hören, und das möchte mir ein bisschen Angst, aber ich muss aber richtig so, ich weiß, dass mein Kollege von der CSV am Parlament meistens zu der mitgehören und nicht den doen Rechtsdruck von der EVP machen. Fairerweise würde ich das aber unterstreichen auch noch so. Nach aber ob denen konkreten Folgen von dem Shift, den habe ich schon angeschwart gehen, das anzugehen. Ich meine, ganz großes Thema bei den nächsten Europawahlen, also bei diesen Europawahlen wird die Umweltpolitik und Klimafroh an den Kampf gegen den Klimawandel. Ich hatte mir gefallen, mit der Freundin Madame Metz, weil die an den Dossien wahrscheinlich am aktivsten waren im Podium, ob da du auch ein Shift Madame lief tut, Gefühl, wer den hört, als tatsächlich den Kritik und eng ambitionierter Umweltpolitik bei der EVP, also mit jetzt am Laufe Mandat immer mehr und Traktionen gewonnen hat, und du auch in der Majorität nicht mehr bei den Sozialdemokraten, an den Liberalen, an den Grünen gesehen hat, ein bisschen mehr redet von damit, wie jeder dann rief, auf welchem Dossier, wo da wirklich erkannt, okay, das wäre wahrscheinlich für 5 Jahre durchgegangen. Wie geht das nicht mehr? Der will schüss noch was reagieren. Okay. Die musst du drauf zurückkommen. Auf jeden Fall gern. Nee, ich wollte schüss aber reagieren, was Madame Wissler sieht, der will den Marquis nicht vergleichen mit der extrem Rietzer. Ich fand aber, wenn ein Deputé Maire schreibt, schwarz auf weiß, wasch mit dem geringen Wurst, war plus ein Post, den ich gemacht habe, dann ist das aber ganz, ganz nur dabei. Und das ist le moins qu'on puisse dire, wenn ein Herr Glode sieht, die Lenkpresse oder Presse attackiert und Artisten. Ich kenne so Strategien immens gut von Zentralamerika, von Prädiktaturen oder Autokratien, das von extremiert sind und das genau die Vorgehensweise, die von du kennst. Das heißt, du frolieren wir aber wirklich Strategien von extremen. Ich wollte das wirklich nicht so stolz, weil was man geringe Wurst, wie gesagt, wenn das noch beim Kaffee entwutscht, an irgendeinem mündlich. Aber wenn du noch schreibst, schwarz auf weiß, das ist immer wirklich für mich an einem anderen Szenario. Ich wollte just darüber reden. Ich komme aber ganz gerne ins Rigobert froh. Habt ihr gesehen, ein Shift auch am Umweltbereich an die Allianz, die sich aber immer mehr mischt zwischen der EPP oder der EVP an mehr extremiert sind. Da brauche ich just zu gucken, ganz kürzlich nach, wenn wir von der gemeinsamen Agrarpolitik schwätzen, wenn ein Madame von der Leyen alles, was Umweltmaßnahmen, und die waren schon also relativ minimalistisch, Fruchtfolge und so weiter, wenn das alles just a nice to have geht. Ich wusste überhaupt nicht, dass sie sich kennt, über sämtliche Prozeduren wegsetzen, die gemeinsame Agrarpolitik auch von mir aus vielen Ursachen nicht unterstützt gehen, hun die Grünen, als aber durch einen ganz demokratischen Prozedurgang, und können sie, wir kommen den Druck von aber mir reagierte Bewegungen entgehen, an mir so, an mir allegerieren, dass du alles wertlos mal wasch,
am Fong die Umweltmaßnahmen, die vereinfachen man nach mehr oder mehr losen sie ganz weg oder sie gehen am Fong just nach auf benevoler Basis, was nicht Zukunft von den Bauern auch von der Landwirtschaft wird garantieren, dann ist das durch so Allianzen, wenn man gesehen, dass die Vermeis Nature Restoration Law, wo am Fong also just drum geht, Natur zu restaurieren, was der Mensch am Fong Futti gemacht hat, Büscher, Gewässer, wenn man da gesehen, dass im Moment ein Blockage am Conseil aus, wo vom liberalen Belg de Croo an aber zusammen mit Italien, mit Ungarn, die da im Moment massiv blockieren, etwas, was am Fong just seit lo eng Formalität nach sind, Niveau vom Conseil, wo man gesehen, dass da auch sich die Allianz mischt, das ist ein Zweitbeispiel. Und dann aber generell, will ich aber auch so mit dem Marc Angel heute doch schon gesagt, wann eine europäische Volkspartei immer mehr das Narrativ, und ich schon mal das auch gedacht, bisschen mal so, ich schon mal auch gedacht, dass ich über den EU confidential effektiv während einer guter halber Stunde, wenn nicht 3-4 Stunden live als Extraen aus dem EPP-Kongress von Bukarest überdrohen gehen, wenn ich da aber den Diskurs höre, notamment am Bereich von der Migration mit dem sogenannten Rwanda-Modell, wo es darum geht, das ist nicht Umwelt, mit das man mich so schockiert, muss ich wirklich sagen, wo es eben darum geht, Leute zu re-emigrieren an ein soi-disant sichert Land außerhalb von der EU, das sogenannte Rwanda-Modell, da sind ich aber da schockiert, die wird den Diskurs. Okay, ich bin noch fairerweise, dass da ganz schnell Madame Wiesler und Herr Hansen und Martin Kamburg gesagt haben, nee, das schreiben wir aber nicht. Mir das ist einfach die große Linie von der Partei. Also, ich habe auch geguckt an sämtlichen, ohne an all Details zu gehen, wenn es zum Beispiel auch geht von illegalen Logging, also Aufholzen. Du gesagt, denn dieselbe Allianz, Europäische Volkspartei, an mit den extrem rechten Parteien. Das heißt, ich kann schon ein bisschen am See jetzt gucken, respektiv mein gute Equipe, wo immer aber die Allianz zu gesehen ist. Und das ist an ganz viele Bereiche leider Gottes, wenn es die sogenannte neue genetische Manipulationen, nein, sie sind nicht neu, sie sind genetische Manipulationen tout court, und da geht es eben am Moment drum, auf europäischem Niveau, da die seht, nee, die brauchen sich aber gewissen Regeln an dem Precautionary, dem Vorsorgeprinzip, und noch der Trassabilität und der Information für den Konsument, die brauchen die Informationen nicht zu gehen, wenn wir rumgucken, wie ein und do vier gestimmt für die Deregulierung, dann ist es drin dieselbe Allianz. Also just wie zu sagen, dass am Umweltbereich et x Beispiele gehen, wo ihr gesagt, dass die selbe stimmen. Und das ist natürlich, schon angefangen mit der gemeinsamen Agrarpolitik, das ist natürlich für einem gewissen Elektorat, führende Wahlen zu fallen, das ist schon ganz strategisch. Und dann wiederholen ich auch, was der Marc Angel gesagt hat, das hatte ich mir auch an meine Noten, natürlich vielen Leute lieber den Original. Also es bringt definitiv nichts, wenn in die Rhetorik, den Narrativ will überholen, und das stellen wir aber fest. Ne? Madame Wiesner will kurz reagieren, und dann gehe ich da Madame Hügenauer fort. Guckt, wir können die Einzelsujets durchschwellen, dafür das Sujet schwätzen. Aber wir können gucken, wie gestimmt gehen ist, bei den Mengen, bei dem anderen Sujet. Ich fand nicht ein paar Sachen, die für mich wirklich problematisch sind. Für mich ist eine nachhaltige Politik weder rechts noch links, das wir unzufangen. Und dann, ich will das ja nicht unbedingt machen, aber wenn der Migrationspakt geht, was wirklich eine Errungenschaft ist, dass das durch ist am Europaparlament. Wir dürfen nie vergessen, dass wir Politik machen. Wir sind nicht an einem philosophischen Diskurs. Wir müssen noch, das muss klappen, am Boden. Es muss noch umgesetzt gehen. Wir sind 27 Länder mit ganz verschiedenen Realitäten. Wir haben nicht fertig gebracht, EVP, Renew, und SND, das durchzukriegen. Wenn ich lo geif selber machen, ich muss es lo machen. Aber das ID an ICR, an schon doch bei mir, ich kann die 10 Punkte durchholen, sind da just 2, wo es ähnliches gegangen ist, aber bei den 8 Punkten hat ID, ICR an die Grünen zusammengestimmt.
so ein Schlo, dass sie Rechtsdruck machen, dass sie strukturell oder Akkorde machen oder wie auch immer Martine. Bei der Nature Restoration Law hat Fidesz matt gestimmt. Die Grünen hat Fidesz gestimmt. Aus der Dinge der weiß, für Sachen zu so und zu präsentieren. Ich meine nicht. Ich muss nach ein Kehr sagen, wir sind an der Mitte. Dass die Law verschiedene Sachen die mir mehr Priorität setzen wie auf einer, dass wir einen anderen Standpunkt tun, ob dem einen Sujet oder ob dem anderen, hat nicht mit einem fundamentalen Rechtsdruck zu schwätzen, zu den, wir müssen doch können, von der Gefahr, die Rechtsrhetorik von extrem rechts auch von extrem links durchstellt, muss man doch können, zu summen, dagegen wirken. Herr Ange, dir ist gebrannt und dann Tirimatz und dann gehen ich weiter. Ich meine, ID hat doch schon mal Sachen matt gestimmt, die mir als Sozialisten gestimmt haben, auch was die Grünen gestimmt haben. ID als die rechtsextreme Gruppe, die ganz, wir schwätzen hier, wir denken systematisch, wo geht systematisch, geht ein Green Deal, Politik gemacht, geht systematisch, geht Sozialpolitik gemacht, geht Politik gemacht, geht, wenn es um Gleichheitspolitikstellung geht, zum Beispiel, wie wir wollten, den Treaty, an der AFCO-Kommission, an der Kommission über die Verfassung, wo es geht, für eventuell Changements von Treaty zu machen, wo der Charlie auch ganz aktiv ist. Da haben wir zum Beispiel nicht durchgekriegt, dass wir Diskriminierungsgründe, zum Beispiel auch die Identität du Genre kreieren an so Sachen, da haben wir keine Majorität gekriegt. Und das ist schön. Und ich meine, das wäre wichtig gewesen, an so Frauen eine Majorität zu kriegen. Und das sind am Sozialen, an der Umwelt, sind wir immer mehr systematisch, dass Sachen ganz wichtig als auch Pestiziden, die Direktive über Pestiziden, wo man gedurcht tun, die gingen durchgehen, kommen in lateral Post, auch nicht durchgegangen. Auch an so sind wir immer mehr systematisch, dass nämlich gestimmt wird, EVP, ein großer Teil von der EVP, mit ECR an ID. Ich muss nicht nur ganz kurz reagieren und dann muss ich weiter. Okay, nee, ich sie ganz auch verstanden, wenn Madame Wieseler seht, mit der für nicht just Worte gucken. Natürlich nicht. Muss ich natürlich auch gucken, wer das der Narrativ, die Rhetorik, wie sind die Worte noch klärt. Und da sind aber riesen Unterschiede, entschuldigt, zwischen einem gering, die Probleme haben mit dem Migrationspakt oder ID, den nicht weit genug geht, da mir fand, dass Menschen verachten, zum Beispiel. Ich meine, du sie Welten. Also natürlich, der will ich nicht allein und die Wort fokussieren, aber es geht darum, wie erklären ich auch die Wort, und du sie Welten. Und das Problem, also eben gerade, dass die EVP aber ganz oft, die Europäische Volkspartei, den Narrativ systematisch überhüllt, an dieselbesten ist. Und das ist eben just Problematik. Von einer, schon das auch, schon ein Pharma-Package geschafft, schon eben, wo es darum geht, für auch bisschen Pouvoiren zu rebalancieren oder zu equilibrieren, besser gesagt, mit der Pharmaindustrie. Und da ist auch der Diskurs von einer EVP ganz ähnlich auf verschiedenen Punkten, wie dem, und das ist das Problem. Natürlich muss ich auch lesen, was das handelt, diese Worte. Und da ist aber gering an IT überschneidet sich nicht ganz viel. Madame Högenauer, die sieht wo schon, also mir gesehen Alter, das ein relativ polarisierend an kontrovers Debatte ist, die prädiert dafür ein bisschen mehr nuanciert für, oder wie gesieht ihr, ob das gerade geschwart wird? Ich würde das ein bisschen nuancierter sehen. Es gibt gewisse Politikbereiche, in denen gibt es sehr klar extrem rechte Positionen, zum Beispiel Migration und so weiter, die lassen sich leicht definieren. Aber es gibt viele Politikbereiche, in denen ist das nicht so klar. Zum Beispiel, was ist eine faschistische Fangquote in der Fischereipolitik? Was ist eine nationalsozialistische Verkehrspolitik? Ja, was ist eine extrem rechte Politik des Recyclings bei Müll? Da ist das nicht ganz so klar, sondern da geht es im Prinzip um mehr Grün, weniger Grün und so weiter. Und da muss man vorsichtig sein, da geht es auch ein bisschen um politische Strategie. Ich würde schon sagen, es gibt so einen leichten Versuch, die EVP auszuhebeln, mit dem Argument, wenn ihr mit der ECR abstimmt und der Idee, dann ist das eine strukturierte rechte Abstimmung. Aber dabei geht es um Themen, die zum Teil nicht Teil des EVP-Programms sind.
Sie haben zum Beispiel den Mindestlohn angesprochen. Das war bei den Sozialdemokraten im Programm, soweit ich weiß, bei der EVP nicht. Also gibt es eigentlich auch keinen Grund, warum die EVP mit den Sozialdemokraten dem Mindestlohn zustimmen sollte. Ja. Die EVP ist eine Mitte-Rechts-Partei, sie ist keine grüne, linke, sozialliberale Partei. Sie ist die Mitte-Rechts-Partei, sie hat auch Wähler, sie ist in dem Sinne auch demokratisch legitimiert als Mitte-Rechts-Partei. Und da bei diesen Politikbereichen, wenn es um Umweltschutz geht, bei manchen Politikbereichen, wo es um Sozialpolitik geht, stellt sich durchaus die Frage, ob die EVP nicht das Recht hat, ihre eigene Linie durchzuziehen. Denn die Frage ist natürlich auch, wenn man die EVP aushebelt, also wenn die dann zu einer grünen, linken Partei wird, wen gibt es dann noch auf der Mitte-rechten Seite? Und wen wählen dann die vielen, das ist ja die größte Partei im Europäischen Parlament, wen wählen dann die Wähler der EVP, wenn es keine Mitte-Rechts-Partei gibt? Sollen die dann ganz rechts wählen, wenn sie nicht grün sind? Oder wenn sie die Sozialpolitik nicht wollen? Was machen die Wähler der EVP? Haben wir in Frankreich ja gesehen, die haben Macron gewählt. Schon nach ein Element von den interessant ist, an dem bei dir gesucht hat, Madame Wiesener, dass das Tatsache, die so ja, alle extrem hat gefahren, extrem links wie extrem rechts. Auch als es nun nicht mehr verpönt, mit extrem rechts zusammen zu schaffen, wie mit extrem links, ab es wird am Europaparlament auch viel könnt. Fand das genauso problematisch oder war das du der Gedanke gegangen? Ich fand das absolut genauso problematisch, weil das Alkees ein Diskurs von Exklusion, von antieuropäisch, an dem Moment, wo wir am Moment an der Geschichte sind, wo die Ukraine an einem attackiert wird von Russland, haben sie allen zwei den Diskurs von einer Verteidigung von Russland an die Ukraine fallen lassen. Sowohl extrem rechts wie extrem links. Für mich hast du keinen Unterschied. Alkees, wenn es gegen die fundamentalen Valore geht, die wir verteidigen von Demokratie, die Erheiligung, die Versicht wird, von unseren Demokratien zu machen, finden auf denen zwei Extreme. An dem Moment ist absolut kein Unterschied. Wenn ich mehr oft von der Gefahr von extrem rechts schwätze, wie von extrem links, also just nimmer an einzige Länge, wenn es dazu von den Deputierten, die wir bei extrem links sind, und von den Deputierten, die wir bei extrem rechts sind. Wenn wir von 20% auf 25% schwätzen. Wenn ihr gesagt, dass es auch nach 4 geht, dass Risiko ja ist, dass sie nach mir stark gehen, dann ist für mich do am Moment die größte Gefahr. Aber just nicht mehr wenigstens zuhören. Die Thesen, die von extrem links verteidigt gehen, sind nicht besser, nicht mehr zu verteidigen, wie die bei extrem links sind. Ich kann mir vorstellen, dass keine Reaktionen Ja, gehen, okay. ob den David Wagner, ob den Mamerik Zemmour kann vergleichen. Ja, Madame Metz, die fängt an. Ja, gern. Ich fand dem just gerade gefeierlich, die an den Dippen zu gehen. Ne? Das war der Left, also am Europaparlament, die setzen sich radikal für Sozialgerechtigkeit an. Okay, kann ich so, kann ich da radikal genug sein? Fragezeichen, ich weiß nicht. Sie setzen sich radikal an, weil sie Männer Ausbeutung wollen. Ne? Okay, sie so, was den Ukraine-Krieg an Schmengen, alle Menschen aufstellen für so einen Moment muss ich noch rundherum durch sich können sitzen. Wir müssen irgendwann noch überlegen, wie kommen wir zu Ende von dem Krieg. Das ist schwer zu verneinen, dass die Ringparteien im Europaparlament tatsächlich eine problematische Position. Natürlich, das verneinen ich auch gut nicht. Ne? Aber ich fand aber trotzdem, wenn es dem Argument extremiert, die wollen Tabula rasa man von Europa. Die wollen Europa futti machen. Für mich, die Linken, die sind extrem kritisch zu Europa. Die wollen ein anderes Europa. Und das ist auch für mich eine Nuance, die nicht unwichtig ist. Ein anderes Europa zu wollen oder, wie gesagt, Europa futti zu machen. Ich habe noch Leute von der AfD hier in Reportage, den ich mir da noch die schwätzen auch vom Brexit, also vom Ausstieg von Deutschland aus der Europäischen Union. Also das, wie gesagt, für mich ist es ein gefährliches Prozedere, an das überhaupt zu sagen, wir gehen an den Dippen sind so extremen. Ich fand das ganz gefährlich, eine ganz gefährliche Überlegung, weil du
panisch minimiséiert den wirklich Gefahr von einer extrem rechter Partei, die für mich auf ein ganz anderes Niveau aus an die Sache will. Kein Problem für die DVP an derselbe Stippen zu geheilen wie extrem rechts ganz oft, mit wie das Problem für extrem links und extrem rechts an dieselbe Stippen zu geheilen. Ja. Okay. Ich für nämlich den Mark Angel zu Wort kommen muss nach präzisieren dat Tatsache an dir könnt vielleicht auch drauf argumentieren, dass doch Aufstimmungen am Europaparlament gehen wie Nature Restoration Law, wo auch matte Stimmen von der Linker eben durchgegangen ist. Ich sind noch Leute, die du matt stimmen. Ja, Angel, ich muss nicht ob die Diskussion reagieren. Ich wollte dich nachher reagieren. Ich wollte daran erinnern, dass DVP an ihrem Numm auch nach Christian Democrats hört. Also christlich Werte an der tut ja auch mal Sozialpolitik zu dienen an dafür dass das an von der Stand gesehen wurde wo drin geht zum Beispiel Menschen zu retten die im Mittelmeer sterben und dass du eng Reihe von denen Leute nicht matt stimmen das mischt man das dann nämlich ganz christlich das wollte ich dazu so und dann zu der anderen Diskussion muss ich so extrem gauche die nervt mich heinst du wann sie Diktaturen an Lateinamerika verteidigen du ging ich den ich nicht Martinen d'accord mir aber ganz vielen andere froh sind sie wirklich nicht Menschen verachten wann drin geht Freirechte wenn drin geht Rechte von der LGBTIQ-Community da sind sie immer auf der richtigen Seite wann drin geht als Wahlerin zu verteidigen, sind sie bald immer auf der richtigen Seite. Das schüsst an denen Frohe, wo ganz ideologisch geht, mit Länder an Lateinamerika, wo sie in eine Richtung anschlagen. Ich meine, das wie der Fedro gesagt hat, kann ihn den David Wagner nicht vergleichen mit einem Seymour, das wäre nicht gerecht. Ich meine das Zeit für ob ein Kehrdebatte also ein Kehrfroh zu kommen die man schon ein bisschen geschwärtet die Madame Wiesener auch schon geschwärzt die ich meine den wirklich der Kehr von der Frau aus Madame Högenau hat gesagt bis zu 25% von der Vera Kentin am Juni für jetzt konservativ bis jetzt Radikalparteien entschieden das finde einfach nicht unbedingt hechen an ich meine ich das nicht Fall dat 25% von den Europäer von Bürgerinnen jetzt radikalen sind wo könnten sie einfach jetzt Radikalpolitiker sie vertreten wo hast froh was machen wir mit dem Rektorat was mich Politik für den Rektorat den nicht gött den Revendikationen hört den sich für Sachen entschied die dem eng Demokratie könne gefährden für den Rümzreck an mitzukräne oder ob eng Schienen die demokratisch manner gefährlich aus an der EVP gëtt den Debatte an den das ganz riewech an ich fand dat mir die auch an die Richtungsstreiter die da hut wohin geht bisschen Politik wie die extremiert für sie auszubremsen oder geht den Dogain das sind alles Debatten die bei ihr gehen an der Parteifamilie Madame Wiesenberg was können da als die Variierungen von der christdemokratischer Familie berichten für matt der Frodo umzugehen wen unter Elektorat treckend das also wann der erlaubt komme ich zurück auf das was ich am Anfang gesagt tun ich weiß nicht wo das Elektorat hier kennt was du hingegangen hast ich meine ich weiß wirklich nicht wo es hier kennt und das ist nicht ich will keine Polemik machen weil das einfach etwas was ich extrem bedauern und ich denke dass man die Analyse sollte machen ich meine man hatte ja ein einer die Leute waren zu janisch das hier drohen ich kann man nicht vorstellen, dass alle Gurchten bei der CSV waren oder bei der EVP. Das will techen, dass wirklich ganz großen, die EVP ist so nachher mal die größte Gruppe am Parlament, das will techen, dass sie enorm wäre. Das ist nicht. Das ist, was ich wollte so, und das nicht anschwingen, dass wir einen Fehler machen, weil wir davon ausgehen, dass die Wähler, die lo bei extrem recht sehen dat von der EVP gefrot wie kri also wann man weiste ge denke also wann man eng direkt antwort hätten wo man sicher wäre einfach net dat man hun par contre denken statt man die Sujeten de man fir run annim tun all die Sujeten
die dann extrem rechts op enger gewissen Erderweis thematisiert op enger Erderweis die ganz gegen die ich absolut sehen, dat in die Themen aber muss beschwatzen. Und muss sie können beschwatzen op enger Erderweis die eben net extrem ass. Et muss einfach de Leute hier sugen serieux holen. Ich hat ganz oft gefehlt, das ist eine empirische Analyse, mir ich hat gefehlt, dass ein extrem rechts viel mehr Chancen holt, van die Leute nicht froh sehen, mir wann sie an einer extremer Roserei sind, aber wann sie Angst haben. Das ist ja auch mit denen Gefehler, wo sie spielen. Und da muss ich mir gucken, was wir machen. Ich denke, dass man muss, und ich denke, dass die DVP effektiv auch nach einer Sozialoder hat. Man muss gucken, dass man den Leuten hier Schwierigkeiten aufpacken. Wenn sie Migranten fährten, wenn sie Flüchtlinge fährten oder wenn sie, wie auch immer, muss in das Thema können aufpacken, ohne dass wir, die an der Mitte sind, erstens nicht darüber schwätzen und zweitens nicht auf eine Art und Weise, die Antworten geben auf die Leute hier Angst. Also, die Angst auf der einen Seite, Wut auf der anderen. Ich denke auch zum Beispiel, dass, wenn sie oft vielleicht die arm sind, wenn ihnen dann an einem Land rauskommt, dass immens viel Korruption da ist. Ich meine, das mischt Leute extrem rosa. Das führt auch zu extremen Reaktionen. Ja, natürlich. Wenn eine Ineffikazität da ist, wenn Gefühl ist von einer Ineffikazität, dass Demokratie, dass als Regime, als Erderweis zu funktionieren, nicht die Antworten bringt, die die Leute brauchen, da verzweifeln sie und da gehen sie auf die Extreme. Und das ist das, was ich denke, was man muss machen. Ich gesehen Ihre Punkt, Gefahr ist, und ich meine, ob das Spagat, ob Christdemokraten am Moment das Spagat hinkriegen, ob die Angst anzugehen, ohne einfach die Politik von der Rechtsextremer zu machen. Ich meine, der Rwanda-Modell, den wir nur geschwärzt gehen an der Migration, natürlich, die geht vielleicht nicht von der CSV matt gedroht, aber die geht einfach von großer Recht von der europäischen Christdemokratie matt gedroht, aber beworben, ob ihn du nicht einfach an dem will, ob die Ängsten angehen, Politik vor jetzt außen einfach umsetzt. Also ich will nach ein so, dass wir als CSV total gegen das Rwanda-Modell sehen. Und dann nach ein ja. Guckt, wir müssen aufpassen, was wir machen, an unsere Familien, auf wem wir was Schuld zuschneiden. Das ist die allererste Regierung, die vom Rwanda-Modell geschwört wird, als an Dänemark. Das sind Sozialisten. Dafür, man muss aufhalten. Mit Sozialisten haben das nicht an ihrem Wahlprogramm, DVP, ja. Ja, ich verstehe das ja. Ich verstehe das ja. Hat CSV zu Bukarest ein Amendement erbracht im Kongress für das Tod zu streichen im Programm, am Manifest. Ich will, es geht mir nicht darum, Akkusationen zu machen. Es ist just nicht mehr für Erklärungen zu bringen. Auf die Situation voll an eine Analyse zu machen, die nicht eng ist, die es nicht weiterbringt. Man muss verstehen, was los ist. Man muss verstehen, was für ein Diskurs da ist, von wo kommt, von wem gedroht wird, auf was gedroht wird. Ich frage, es gibt den Diskurs nicht, an dem ihr probiert, ob die Angst anzugehen, wie dir so, oder die legitimen Grund, ob den Diskurs, den jetzt extremen Diskurs nicht matt gedroht von christdemokratischen Parteien, das ist ja die ganz Gefahr. Das ist ja am Anfang froh, diese Zeit, wann Moderner, die ihr zu viel rät sind, ob immer an einem Manifest abtauchen. Also, wenn den also ich bin nicht froh, dass sie da sind, und ich fand, dass sie nicht dürfen da sind, das ist ja klar. Okay. Mit die Hut effektiv, Tendenzen, die mehr an die eine Richtung gehen, und die mehr an die andere Richtung gehen an der EVP. Als Position an der EVP ist ganz klar, aber wir sind absolut nicht allein. Also ich muss so ein, mir hatte ja an der, auch als Lützeburg Partei 400 Wahlen gesucht, wir werden nie mit rechtsextrem zusammen an eine Regierung gehen. Die
die portugiesische Partei an der EVP hat dasselbe gesagt an Portugal. An die Schwierigkeiten für eine Regierung zu machen, sie bleiben aber, also der Premierminister bleibt dabei, dass er nicht mit ihnen zusammen geht. Also ich meine, die ganze Situation ist komplex, mit der Hut an der EVP, Fleischtendenzen oder ganz sicher Tendenzen, die mir noch rechts gehen, sind noch vielleicht den einen oder den anderen, wo ich denke, dass der Neustuf verloren wird, sogar ganz sicher. Aber bon, ich will nun, dass das an den anderen Parteien nicht besser ist. Also, weder der FICO da hat, oder Joch, also der von dem, wo der Joch gedurcht hat, den Neustuf verloren hatte. Muss man gucken, wie nur den nächsten Wahlen ist. Und mir werde jedenfalls alles machen, für das wir klar an der Mitte stehen. Aber ich denke aber, wir sind am Gange, Punkt ganz viel darauf zu fokussieren. Das ist wichtig. Ich verstehe doch. Ich verstehe das, weil ich drohe so wenig, dass ich das doch verstehe. Mit dem Manifesto hat aber auch viel ganz positiv Punkte. Die hat auch so geschwärzt, fand ich ganz interessant, ganz richtig fand, dass wir wissen nicht, wo die Viren herkommen. Und Tatsache, dann du adressieren nicht mehr schon Herr Angel, denn es gibt ja auch die Frage vom Elektorat populär an Proletär, den zum Teil nicht mehr bei linken Parteien rümpfend, mit den zum Teil bei extrem rechts gelandet ist. Was hat Sozialdemokratie falsch gemacht? Was hat da falsch gemacht, Herr Angel, für du ein ganz Schicht vom Elektorat und wie dir so menschenverhischen Parteien zu verleihen? Ich meine, die hat ganz recht, ich meine schon, dass man wissen, wo die Wählerschaft herkommt von der extremen Rechts, die Fehler, die mir allgemein tun als Parteien von der Mitte oder mit Linksparteien, sicher haben wir Fehler gemacht, mit sind auch ganz viele Nichtwähler, die für Nichtwähler gerne sind, die sich mobilisieren, für die Parteien zu wählen, weil die eben eine Rhetorik haben, die vielleicht ganz sexy ist und kompliziert frohe, ganz einfach Antworten geben. Wir haben effektiv auch Fehler gemacht, dass man vielleicht das war für uns 10, 15 Jahre, wo wir matt geflocht haben, gedurcht in Europa, das neoliberale Europa matt gedrohen haben, und nicht echt die Sozialdimension gestärkt haben. Wir haben da wohl gewesen, bei der Covid-Krise, schon mal ganz ernst das gehandelt, als Leiter am Conseil, und auch als Fraktion, wo man gesagt haben, wir wären froh, dass du die anderen auch matt zusehen, dass wir keine Austeritätspolitik mehr gemacht haben, und dass wir auch auf der Schiene weiterfahren, an den Bericht, den ich für drin erwähnt habe, den nicht gestimmt ging, da haben wir die Politik wollte weiterfahren mit Eisen Amendement, damit die sind all, wie gesagt, nicht angeholt gehen, weil wir eine Allianz da hatten, wo DVP, Dela for Renew und auch ECR und ID, das lohnt nicht mehr matt drohen, weil Wirtschaftslobby immens stark sind zu Brüssel und das gesehen bei der Plattformökonomie, die über hat all Zeitung, all Magazin war voller Reklame von über, Plakate unter dem ganzen Parlament, die hatten ein Budget, und da guckt, dass die Budget in für Lobbyisten, und das wirkt, und das gesehen wir an den Resultaten von den Aufstimmungen. Und das, fand ich richtig verstehen, dass Tatsache mehr hart, ob Kehrthemen bleiben, wer Möglichkeit für das. Ich meine, wir sind darauf zurückgekommen, und das ist auch kein Zufall, dass der Nicolas Schmidt von unserer politischen Familie als Spitzenkandidat ernannt ging. Da können da so und nicht viel Konkurrenz. Nicolas Schmidt als von den europäischen Gewerkschaften, aber so nicht von der ETUC zu Brüssel, aber auch von nationalen Gewerkschaften, war hier wirklich stehen, Kandidaten das gepusht gehen, an Wellen eben eine super Bilanz hat am Stärken von der sozialen Dimension, an Schmengen, dass das dem Message, den man muss gehen. Was mich hier so rose mischt, mir gucke ja selber ja viel, mir lese ja deutsche Medien, französische Medien, gucken französische Television, Französisch. Wenn ich dann am Bundestag der AfD-Fraktion oder wenn ich Madame Le Pen hier hören, an sie so machen, wie wenn sie sich um die Leute kümmern, die neues Freiopstehen schaffen, und sie schwätzen ja von denen kleinen Leuten, die normal Leute, die einfach Leute. Aber wenn ich da gucke, wie sie aufstimmen am Europaparlament, sie stimmen immer mit dem Friedhof, immer mit den großen Lobbyen, nie, wenn es darum geht, den Konsumentenschutz zu stärken, was die Bürgerinnen und die Bürger so gut können, nie, wenn es darum geht, Gewerkschaften zu stärken oder Sozialpartner zu stärken, wenn es darum geht, die Sozialdimension, da sind sie immer, da geht, und das möchte man wirklich Angst an Mengen. Wir müssen auch der Leute erklären, was geschieht, weil Rechtsextremparteien im Ruder sind. Und wir waren da zu Rom im Kongress, und da war Deli Schlein, der hat das erklärt, was man da Präsidentin von den italienischen Sozialdemokraten. Das Präsidentin von den, die hat das erzählt, dass echt, was Madame Meloni gemacht hat, dass das Subventionen
Subventionen für Loyer gekürzt, Sozialmesure gekürzt, wo Leute, denen nicht so gut geht, echter bestraft gehen, sie hätten keine Mesuren für die Steuern zu erheben, für die Betriebe, denen es gut geht oder so. Nein, sie geht da an Sozialbudget. Das nämlich das als Spuren hier, wo die Volkspartei an der Region ist. Und dafür mengen ich auch, hat der Pedro Sanchez sich noch konnte retten, weil die Leute gesehen haben, was geschieht, wann die Volkspartei, das ist die spanische Rechtsextrempartei, wenn die mit dem PP, mit dem Partido Popular unter Murcht sind. Geht um Frauenrechte, die gehen attackiert, geht um LGBTI-Rechte, geht um Sozialrechte, ONG kriegen Subsidien geschnitten. Das sehen wir ja schon an nopisch Gemenge, wo der Front National drin ist. Kann ich ganz gut analysieren, lokalen, regionalen, an leider auch nationalen Plan, wo die Parteien an der Regierung sind, was sie machen. An dem Message, muss man nach an den letzten 75 Stich River kriegen, für die Leute zu warnen, dass es nicht egal ist, wen sie wählen. Und ich hoffe, dass es den Wählern nicht so geht, wie den Briten gegangen ist. Den 24. Juni 2016, wie sie Mäuse erwäscht sind, wie die jungen Leute, die nicht wählen gegangen sind, sich am meisten gestraft haben am Brexit. Dass die Leute sich bewusst sind, was das hier im Spiel steht, weil wir dürfen die flotte Projekt Europa, wir dürfen die nicht Futti machen lassen von den Rechten. Wir müssen eine Verbesserung, ja, wir haben Fehler gemacht, aber wir müssen auch zu den Fehlern stehen. Für bei der Analyse von der Vera zu bleiben, für dem ich dann mal am Högenauer fortgehen, weil erst mal am März bei der geringe Parteien hat ja wahrscheinlich nicht viel Vera auch jetzt verloren. Aber da gibt es einfach eine totale Entfremdung mit einer Partie vom Elektorat, wo da sogar ein Hassobjekt gesieht, obwohl die Grünen ja an der Idee ja am Anfang Lebensqualität für die Frieden wollen erheben. Wie ist das möglich, dass ihre Message eine Partie vom Elektorat gar nicht mal berät? Ich muss in den ganzen globalen Kontext gucken, den wir hatten, den Multikrisen aufgebrüstet, Krieg, Gefühl von Unsicherheit, Pandemie, die wir hatten. Und dann sind die Grünen effektiv, die wirklich kloren an Message auch gehen, aber so, ja, wir brauchen eine ökologische Transition. Das heißt, ja, wir müssen Sachen, die Ehrlichkeit auch hun, zu so, wir müssen Sachen, auch anderen an einer Gesellschaft. Wir kommen du nicht lang, wenn man gerne eine Landwirtschaft nach hätten in Zukunft, wenn man gerne nach eine Energie Unabhängigkeit in Zukunft tun, muss man an eine andere Richtung gehen. Und das ist genau das, was die Leute an Krisenzeiten, damals hat CSV ja ein Zeitchen der sichere Weg, an Krisenzeiten wollen die Leute mehr denn und je nicht Änderung, Business as usual oder auch Verschiedenes verdrängen. Und ich meine, die ganze Klimakrise, an den Biodiversitätsverlust, den wir eben haben, das war du nur nach, nee, komm nicht nach Doma da. Und ich denke, wenn man am Wiesler gesagt hat, da ging ich hier ganz recht, wir müssen die Ängsten verbalisieren, wir müssen, wie hat kürzliche Journalist, den das auch von einem Philosoph überholt hat, wir müssen aus der Angst eine Furcht machen, da gibt es den Unterschied am Deutschen, dass es etwas Konkretes gibt, es verbalisieren, für was haben wir wirklich Angst. Und die Leute dann noch so, wir haben technologische Lesungen Hummer. Am Anfang geht es just darum, die Leute mitzuholen an dem Projekt, an ihnen denken zu holen. Also, an ich meine, das ist immens wichtig. Zwar mehr einfach wie... Ja, nee, muss effektiv mit ganz konkreten Beispielen so und dafür auch, ich meine, da lobe es Reklam in Eigensache, dafür auch, weil mir immens wichtig, das Buch zu redigieren, wo man Témoignage wirklich aus der Zivilgesellschaft von Leuten, von Terrain ganz konkret tun, wenn man eine ökologische Transition haben, da geht das nicht mehr, wenn sie sozial gerecht ist, respektiv, wir kriegen Sozialgerechtigkeit nicht mehr, auch durch eine ökologische Transition. Ein ganz einfach Beispiel ist, ja, wir müssen die Häuser besser isolieren, aber wir müssen noch Schiedfrängen ermöglichen, das zu machen. Weil wer bezahlt uns immer mehr Heizkästen, wenn nicht die, diese Stoffis können ermöglichen, ihr Haus gut zu isolieren, mit die eben gerade an den schlecht isolierten Häusern sind. Und dafür muss man genau die unterstützen. Ich muss ehrlich sagen, die ganze Bewegung, auch damals von den Gilets jaunes, ich habe das durchaus ganz gut verstanden. Wenn du den ganzen Tag schaffst, zu zwei,
und du hast noch vielleicht verschiedene Jobber für über Runden zu kommen und du kannst nach Wellen dann die Kino gehen und du kannst nach Wellen dann das Restaurant gehen und da sagst du noch irgendwo ein Reklam, dass du sollst ein Elektroauto haben und dein Einzelhaus gut isolieren, man dass die Leute sich übergang vielen an überdubert, à laisser pour compte vielen, da kann ich ja aber nur vollziehen, wo sie sich froh, wie kriege ich meine Waschmaschine repariert, komme mir mit Werbe gut, also natürlich muss man mehr an die Elektromobilität kriegen, aber wir müssen besonders einfach auch die Realität gucken von den Leuten, für die jetzt einen ganz weiten Dram, weite Waschers, sich ein Auto zu legen, verschweigen, ein Elektroauto, an denen spezifisch eben dann helfen. Die hat denke die ganz superen, ich muss das nur einfach so einen Artikel geschrieben, über Leck, wo da analysiert wird, wo könnte das am Anfang an einer Stadt wie Leck, das kein Reichsstaat. Alle Menschen, die schon einmal zu Leck war, die weiß, dass das nicht Saus und Braus, Piscinen auf Ferrarien, und dazu hat Steuer und hab's so, egal, wenn man von Gerechtigkeit schätzen, dass du am Anfang, die Zeit, wie dir den Artikel jedenfalls geschrieben hat, nicht viel, nach immer, merci, dass ich nicht froh darüber, nicht viel Elektorat extrem dort geht. Man viel war, man will die Leute sich still von einer Gesellschaft spüren, weil sie merken, hier kann ich mich kulturell ausdrücken, es schon Möglichkeiten an der Stadt, sozial, mich können zu beteiligen. Dafür sagen ich auch immer, die ökologische Transition muss eine Bottom-up-Bewegung, sie wird Leute sich still davon, Akteur an Aktrissen spielen. Und da wählen sie auch nicht ein extrem dort, weil dann haben sie nicht Gefühl, ich bin laissé pour compte, ich gehöre nicht dazu. Als Kontext, ja, an der Wallonie, als eine von den ähnlichen Regionen in Europa, wird keine stark extrem rechts Partei gibt. Wir werden darüber schwätzen, dass das ganz interessant Beispiel, dass auch eine Region, wo Sozialdemokraten nach immer Ikru tun, eine Volkspartei zu bleiben, das ist ein Unikat, den vielleicht viele Sachen karrieren. Aber ich will Madame Hugenau zu der Frau vom Elektorat her. Die hat mir am Vorgespräch gesagt, die wollte auf der Frau für die nicht antworten, für mehr Zeit zu haben, für auf das Frau zu antworten, weil das ja am Anfang kehrfroh vom Debat ist, wenn das eher Analyse dazu. Ja, es ist in der Tat so, dass natürlich die rechten Parteien inzwischen sehr viele Wähler abgefischt haben, sowohl von der Mitte-Rechts-Partei als auch von den Sozialdemokraten, eben traditionelle Arbeiterschaft zum Beispiel, ist zum Teil en masse abgehauen in manchen Ländern. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie kann man die Leute wiederholen? Man muss sie wiederholen, weil in vielen Ländern inzwischen die extreme Rechte ungefähr bei 30% liegt. Und das ist also dann eine Größenordnung, wo man auch nicht sagen kann, wir machen einen Cordon sanitaire und wir ignorieren das Problem, sondern die Wähler müssen zuerst mal wieder zurückgeholt werden. Es ist beim Europawahlkampf so, dass die meisten Europawahlkämpfe in der Vergangenheit nicht so fürchterlich spannend waren. Da ging es um grob proeuropäisch gegen antieuropäisch. Bei diesem Wahlkampf gibt es relativ viele Studien, die darauf hinweisen, dass man dieses Mal einen ganz konkreten Wahlkampf braucht. Das heißt, dass sich auf der linken Seite die Wähler nicht mobilisieren lassen mit einem allgemeinen Diskurs pro-europäisch, pro-Demokratie, Menschenrechte, bla bla bla. Und auch auf der rechten Seite aber umgekehrt, dass die Mitte-Rechts-Parteien die Wähler nicht zurückholen können mit einem populistischen Diskurs zum Beispiel zur Migration. Sondern dass durch diese multiplen Krisen die Leute einen ganz großen Bedarf danach haben, nach Lösungen, die ihnen präsentiert werden. Das heißt, das sind ganz besonders 4 Stück, also Ukraine-Krise, Sicherheit, dann der Klimawandel natürlich, die Migration und der Lebensstandards, beziehungsweise auch für die liberalen Parteien die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas. Und das heißt, dort wird die Herausforderung für die Parteien sein, dass sie wirklich Lösungen präsentieren müssen im Wahlkampf. Das heißt, zum Beispiel bei der Migration, wer darf kommen, wie viele Leute dürfen kommen, wie dürfen sie kommen, warum dürfen sie kommen, wie wird das gemanagt? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Lösungen, zum Beispiel die Grünen werden das sozusagen eventuell großzügiger definieren als eventuell die Europäische Volkspartei, aber die Leute wollen wahrscheinlich ohne den populistischen Diskurs oder das Gezänke wirklich die Lösungsansätze dafür hören. Das Gleiche, wie gesagt, im Ukraine-Krieg geht es da nicht darum zu sagen, gemeinsam sind wir stärker, sondern wirklich, was kann Europa in der Verteidigungspolitik machen, damit Europa stärker ist in der Sicherheitspolitik? Oder wie können wir strategisch autonom werden in der Wirtschaftspolitik, wenn gewisse Länder, die im Moment Medikamente und so weiter liefern, vielleicht bald nicht mehr unsere engen Freunde sind. Und das wird die große Herausforderung, dass es vielleicht der erste europäische Wahlkampf werden muss, bei dem die Leute sich wirklich so zanken, wie sie es in einem nationalen Wahlkampf machen würden, also wirklich zu Politikgebieten ganz konkret mit Lösungsansätzen. Und auch
Dann etwas länderunterschiedlich, weil natürlich diese Krisen unterschiedliche Länder etwas unterschiedlich betreffen. Zum Beispiel in Südeuropa werden sich die Parteien etwas mehr auf die soziale Komponente und die wirtschaftliche Komponente konzentrieren müssen. In Osteuropa definitiv die Sicherheitspolitik zum Beispiel. In Deutschland ganz eindeutig Migrationspolitik. Das ist dort die wichtigste Krise, die die Wähler in den Umfragen hervorgehoben haben. Das heißt, je nach Land wird es da verschiedene Ansätze geben müssen, wo die Leute im Wahlkampf etwas mehr ihre Akzente setzen. Vielmals merci. Ich meine, das gute Moment für die Diskussion bisschen zu öffnen in Richtung Publik. Die echt froh werde Richtung Publik und zwar als Transparenzgrün werde gemerkt hören, dass man hier auf der Bühne viel über extrem rechts geschwärzt haben, mit keine Partei dabei, die politische Tendenz vertritt. Zum Beispiel der logischerweise der am nutzten ist. Es war auch für Transparenz eine Diskussion intern. Ich war echt dafür, dass die Mist ein Vertreter vom ADR mal auf der Bühne haben, für das sich erklären kann, für das ein direkt kann so mit wem Schnittmenge gesagt und mit wem nicht. Aber das Forum, den Owen organisiert hat, für den Wahlkampf zu den Nationalwahlen dezidiert, sein eigene Cordon sanitär zu vollstrecken, auch für sich dezidiert, ging nicht mehr mit ADR Schwarzen, wollte das auch auf dieser Table Ronde durchsehen. Stellt sich natürlich froh, möchte das Sinn, als das kontraproduktiv oder als das etwas Positives, das inspiriert Modell, die dann der Wallonie geht, das zwar mehr streng appliziert vom Forum, wie ein effektiv an der Wallonie ist, wo dort audiovisuelle Medien kein Live-Interviewen mit rechtsradikale Parteien machen, als Angst, als Plattform können missbraucht zu gehen, aber da wollte ich, als ich wollte Michael Pauli vom Forum dazu hören, wenn die Schwa Hai argumentiert und da vielleicht dran abmachen, ich war froh vom Cordon sanitär, wer dir dazu meint. Ich muss du ein bisschen ausfüllen. Autobiografisch ging ich bald so. Mein Pap, so ist am KZ. Das heißt, die Erfahrung von einem Terrorregime, die mir als Kanner ganz konkret erzählt wird. Ich habe selber Geschichte enseigniert an einem Enseignement sekundär, den Demos Technik geheischt wird. Und auch gemerkt, wie wichtig es ist, Jugendliche klar zu machen, wie kann verhindern, dass es so ein Regime rumkommt. Und ich meine, eine Erkenntnis, die allgemein geteilt wird, war bis Diktatur da ist, es zu spät. Das ist das große Prinzip, als die von während den Anfängen. Und das nimmt dann, wo ich eine Chance hat, für zu verhindern, dass Parteien, die am Endziel eine Alleinherrschaft gegen Urstreben, für mal so zu nennen, für das zu verhindern. Wollten Donald Trump, den nur gekündigt hat, den nächsten Tag, wo hier zurückkäme ans Präsidentenamt, ging hier eine Diktatur proklamieren. Das sind wir, die ich ging herholen. Der Fehler, als hier geschieht an den 30er Jahren, dass kein dem Hitler seine Aussicht auf Lebensraumeroberung und so weiter sehr geholt hat. Und dafür sind ich der Meinung, dass ich das alles muss ganz herholen. Den ADR sieht, wir sind der Meinung, dass alle Bürger muss Recht auf Selbstverteidigung haben. Und der Präsident von Adrenalin sieht, der Tisch, jeder muss können einen Schusswaffe an der Tasche haben. Durch die Jahre Tor zum Beispiel. Und dafür sind ich der Meinung, dass ich in Loscher muss sagen, das können wir auf keinen Fall publizistisch mit unterstützen. Froh vom Cordon sanitär, als du an Madame Hügenau mir drüber geschwärzt, ob Stichwort wäre den Anfängen, ob nicht schon zu spät ist, an einem, wo man sehen, für den zu sagen,
an ob dann nicht hat so ob ihn dann nicht hat so viel drum machen auf für wartetruf halt kontraproduktiv was zu einem späteren Zeitpunkt zu machen, was jetzt Wissenschaft dazu. Genau, also die Strategie vom Cordon Sanitaire oder der Brandmauer, wie wir das im Deutschen oft sagen, das funktioniert nur, wenn die Parteien noch ganz klein sind. Zum Beispiel so die NPD in den 90er Jahren in Deutschland, so 0,8% zum Teil Unterstützung, die kann man ignorieren, die kann man isolieren, die muss man nicht zu Fernsehdebatten einladen, weil sie ja auch keine Wähler repräsentiert, so wirklich. Das funktioniert. Aber zum Beispiel die AfD, die jetzt vermutlich, die möglicherweise die zweitgrößte Partei wird bei den Europawahlen, die nicht einzuladen zu Fernsehdebatten, ist keine Option. Weil wenn die Parteien mal so groß werden, oder in Frankreich Rassemblement National, dann haben sie durch ihre Wähler einfach eine enorme demokratische Legitimität, auch wenn man sie nicht leiden kann. Das heißt, in dem Moment, in dem man sie nicht mehr einlädt oder in dem man sie verbietet, wirkt das an sich schon antidemokratisch und ist es dann in gewisser Weise auch. Das Problem ist deshalb, also man muss wirklich dann versuchen, bei den Wählern anzusetzen und sie zurückzuholen. Und das ist schwer. Denn zum Beispiel bei Donald Trump oder auch bei der AfD, bleiben wir mal bei Deutschland, wissen wir, da sind einige richtig, richtig harte Nazis drin. Nicht alle, aber einige. Und das ist auch kein Geheimnis. Darüber wird geschrieben, wird der Presse berichtet. Sie werden trotzdem gewählt. Sie werden sogar noch mehr gewählt als vorher. Das heißt, man muss wirklich bei der Frustration der Wähler ansetzen, den Gründen, warum die Wähler eben nicht die anderen Parteien wählen. Mhm. Froh ist na war interessant vom Cordon Sanitaire, wenn du auch Medien uschwätzt, wo fröhlich ist auch, okay, da kann den rechtsextremen Parteien, die bei 15 bis 20% sind, kann den nicht mehr ignorieren, kann den nicht mehr isolieren. Wie soll ihn dann als Medium da umgehen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man muss sie einladen, ab einer gewissen Größenordnung. Man kann Fakten klarstellen, wenn zum Beispiel Sachen falsch dargestellt werden, Statistiken verdreht werden und so weiter. Man kann Fakten klarstellen. Die Gefahr, in die man nicht, das Fettnäpfchen, das man nicht tappen darf, ist, dass man selber die Fakten verdreht. Das ist zum Beispiel in Deutschland passiert. Das ist einer der Gründe, Mitgründe vielleicht, warum die AfD groß wurde, dass zum Beispiel zu Beginn der Flüchtlingskrise da gab es eine gewisse Menge an schlecht integrierten Flüchtlingen, die kriminell wurden. Und zum Beispiel, die Medien haben sich nicht getraut, in gewisser Weise das anzusprechen, auch viele politische Parteien nicht, das war politisch nicht erwünscht. Und daher kommt, in gewisser Weise hat das die Debatte über die Lügenpresse, sozusagen, das hat der Glaubwürdigkeit verschafft. Und zum Beispiel bei der Silvesternacht 2015, 2016 hat es mehrere Tage gedauert, bis die Politik zugegeben hatte. Damals wurden über 1200 Leute belästigt, ausgeraubt und so weiter von Leuten, die hauptsächlich Migrationshintergrund hatten. Und das hat mehrere Tage gedauert, bis das zugegeben wurde von der Politik und auch von der Presse. Und das hat auch die Presse hinterher, also ARD, ZDF, zugegeben, dass das wirklich falsch gehandhabt wurde. Das heißt, solche Fehler dürfen einem dann auch nicht unterlaufen. Das heißt, man muss auch selber sehr transparent mit Informationen umgehen und dann eben eine transparente Debatte zu den Problemen, die existieren, erlauben. Aber gleichzeitig, da wo rechte Parteien tatsächlich Falschinformationen mobilisieren, dann auch noch richtig stellen. Das ist schwierig. Das braucht eine sehr niveauvolle Debatte. Madame Metzi wird schneller Person und dann Römerke Publikum. Ja, just ganz kurz effektiv. Ich meine, die Kampf gegen die simplistisch Lesungen oder auch gegen Desinformation, den muss man dann umgehen. Ich bin noch echt der Meinung, leider Gottes, dass der Cordon Sanitaire, wenn sie bis ein gewisse Pourcentage und Wählerinnen haben, die da handeln, aus der Cordon Sanitaire, ist das schwer effektiv zu vertreten. Aber dann als die nächste Etappe, und da war auch ein Politologin, kürzlich Radio, die gesagt hat, da muss ein Konfrontation, da muss ein eben wirklich konfrontieren, und da muss ein da doch umgehen, und dann fand ich also ein Statement zu machen, für Wörter, den du da gehen, das ganz, ganz wichtig auch, weil das ist Konfrontation, weil ich meine, was aber auch ganz wichtig ist, dass da den effektiv ehrlich und authentisch bleibt, dass ihr wirklich das Vertrauen aufbaut oder was zum Teil auch vielleicht verloren gegangen ist. Aber wie kriegt ihr Vertrauen? Ja, durch Authentizität, durch Transparenz, durch ehrlich auch Sachen eben dann auch ausschwätzen. Ja, schön froh, dass du Publik mit den Herr Görens, den H4 sitzt, den auch hat können auf der Bühne sitzen, mehr als Dynamismus gründet mal zu so man wie Mensch wollte sehen arbiträr ausgeschlossen gehen, das muss schon auf den Zug mit dir wollt auch etwas zu der Thematik
zusammen habe ich mal extrem an jetzt konservativ zu DP für kurz also die am Nummer von der DP auch Position dazu bezogen vielleicht können da es darüber erinnern. Ich wollte paar Sachen sagen. Ich bin erstens total d'accord mit der Analyse, die den Herr Pauli gerade gemacht hat. Ich wollte vorhin so noch über den Unterschied zwischen der Left am Europaparlament und der Extremdroite. Ich schaffe an der Affaire Konstitutionskommission. Den Linken am Europaparlament. Ja. Ich schaffe beim Helmut Scholz ganz gut zusammen. Der gehört zur Linker, mit dem man kann Kompromisse machen. Ich schaffe an der Entwicklungskommission ganz gut zusammen beim Vertreter von Spanien, den auch zur Linke gehört. Die Linken eng Ideologie, die auf Inklusion setzt, an die Reaktion eine Ideologie, die auf Exklusion setzt. Das ist der fundamentale Unterschied. Die eng kann an eng generis Utopie ausarten, mit dem Fond, wo der Ausgang ist, den ist für mich akzeptabel. Bestehende Finalität von der Linkspartei. Zweitens, was Lot im Gang am Europaparlament mit den nächsten Parteien belangt. Ich meine, dass die Partei von Meer Angel, von Madame Wiesler, von Tilly Metz, eine Menge Partei, müssen sich ihrer Responsabilität bewusst sein. Und muss ernst kommunizieren für drin, wo hauptsächlich über die Verdelung von Posten Rechtsgang ist. Eine richtig programmatische Auseinandersetzung als nur den Fall war für drin nicht gehen. Ich fand, dass die Grünen an die Koalition gehören. Es ging so mal nicht stehen, wenn Einzelne von der Left gingen mitmachen, von der Linken gingen mitmachen. Wir mussten eins gehen, was ist wichtig an den 5 Jahren über es durchkommen. Aber wie vulnerabel ist die Gesellschaft oder sind Gesellschaften in Europa mittlerweile gehen? Wenn der Lo irgendein froh den am letzten Conseil Européen präsent war, da sieht den, Madame Meloni hat responsabel gehandelt, wie das an den 10 Jahren für der Fall war. Für was ist das so? Wir haben einen Plan de Relance gestimmt von 800 Milliarden für pro Jahr. Dafür kriegt Italien enorm viel Suchen. Madame Meloni müsste ja verreckt sein, wenn sie Logriff die europäische Karte an diesem Moment nicht spielen. Wie ist es, wenn die Suchen noch nicht mehr kommen? Wir haben im Moment sind wir in einer Situation d'état de grâce, wenn die Suchen nicht mehr fließen, da freue ich mich, wo ist ein Zement, die das Ganze noch zusammenhängt. Das dritte, wie beholen wir es vis-à-vis von den Parteien? Der Margang hat am Anfang gesagt, wie die FPÖ mit der ÖVP eine Koalition gemacht hat. Dann hat man nach der Fähigkeit, es war kein europäisches Gesetz, es war keine Referenz am Treaty, die dem Chirac erlaubt hat, die da Initiative zu holen. Es war ein Gentleman's Agreement zwischen allen Regierungen, wir isolieren die da. Wir gehen auf keine Rezeption mehr, die von der Österreich ausgeht, wir reduzieren als Summenerbicht an den Erbesitzungen, aber für den Rest kein Kontakt. Am Minister ohne Gehalt. Und nur etwas ganz Wichtiges nach dabei gesagt. Das ein Panel von unerkannten Verfassungsspezialisten angesagt gehen, da wäre leider aus der Kommission de Venise dabei, da wären da aus dem Conseil de l'Europe dabei, an die haben damals einen Auftrag gekriegt, für zu gucken, was für ein Gefahren für Demokratie könnte von der Koalition ausgehen. Und ich meine, die Reflexe sind heute verloren gegangen. Da das nicht bei der Bildung von der schwedischen Regierung gemäht gehen, wo eine Liberalpartei ich isoliere. Ich gehe nicht mehr auf den Kongress in der Schweden, solange wie die Liberaler sich an der Regierung tolerieren lassen, die von Rechtsextremen, also von einer rechtsextremen Partei. Und das gilt für Holland. Also wir müssen da aufpassen. Für mich gedenkt exklusiv immer Leute schwätzen, die Nazien an ihren Parteien tolerieren. Der AfD ist keine fréquentable Partei. Mais was man muss machen, il faut prendre les dictateurs par leur mot. Wenn sie so, und sie hat ja eine Konferenz, die ziemlich stark erinnert, und das war, denke ich, zu wann sie diskutiert ging, das für eine Zeit. Wenn sie so, wir machen Remigration, dann muss man sie auf den Tableau tun, wo Madame Högler sitzt, so los. Dann muss man die permanent harcelieren mit der Frau, wie will das machen? Die fand, dass 30 Millionen Leute in Deutschland zu viel sind. 30 Millionen Leute in Deutschland zu viel, wie will die lassen? Hat genug Fähigkeiten für sie ans Fuß zu feiern? Wo sollen sie kommen? Was soll geschehen? Haben wir nicht gelegen, dass der Konferenz von Evian von 1931, wo es ging, als für völlig Remenke, zu erlauben, an Dignität zu leben. Wir haben davon nicht genug gelernt. Und ist sie wirklich
immens traurig iwwer den wenigen Staat der gemet mat den Parallelen, die man müssen forcément zwischen 1933 an Haut. Wir leben an enger extrem geféierlicher Zeit, aber man net Pferde springen, iwwer de Scherze sprangen, dann geht dat ganz geféierlich. Dat allerrecht werde ich vorzuholen. Nu ginst man am mögen recht, mir sollen noch net hun Hand vun enger fachlicher Aufstimmung ausmechen, ob lo en Reextrem as dann net. Ich hat e Brief geschrieben sämtlich Kollegen am Europaparlament, wie man wat Nature Restoration Law geschwert hun. Die wer contestiert vu enger Party Leiit, die dat net wollten. Wer auch eng Part Leiit hunch Gedanke mit iwwer Machbarkeit, an iwwer Umsetzbarkeit von der Gesetzgebung. Van e Bauer misch fried. Heisinn még Parzellen, heise még Flicknummeren so mir, wat ich van dat Gesetz du erkraft gëtt, wer menge Parzelle machen. Am mir hunnem keng Antwort. Mis net am Stand eng Antwort ze gin. Weder dem Minister der Agricultur, nach dem Minister de l'Environnement, nach alle Go die an dem Giron vun denen Administrationen durchschaffen, war mir net futteriert sinn. Den eng Chlor Antwort ze gin erbracht net ze wondere van déi eiste Rekeieren a bei anderen bedarfen. Wir muss nicht so gehen, dat man dat besser erklären. An die Parteien, die hier in Noven versammelt sind, die machen eng Wett op Zukunft, die kann nimmen opgoen, wenn man es wirklich ganz massiv ersetzen, dat man den Diskur so machen, dat Leute verstehen. Von mir zu Brest an enger Kommissionssitzung sind, dann schwätzt man mit Akronymen, mit Aufkürzungen, wenn man Schritt wie und gehen, das kein sein, wie die es versteht. Ich freue korrekt, das ist so. Wir müssen gucken, dass die Gröfte zugetippt wird an Rechtwurt, was als am Anfang den Ausgangspunkt. Wo setzt den Trump, wo setzt den Orban, wo hat den Berlusconi, wo haben die Sprengen dazu gesagt? Wo haben sie das gemacht? Sie haben völlig gegen das Establishment obdressiert. Und das funktioniert nach bis heute. Und wir, alle Gur, wie wir hier sitzen, alle Gur gehören wir zum Establishment. Wir haben gesehen beim Referendum über das Wahlrecht von Ausländern. Kirche, Gewerkschaften, Patronat, die allermeisten politischen Parteien wären für die Integration von Ausländern, auch für bei den legislativen Wahlen matt zu machen. Die Leute müssen die haben ein Establishment eine Quittung geben. Ich fand so Sachen gehören noch an eine andere Form von Entschädigungsfindung wie ein Referendum. Referendum als Shit, portugiesieren. Es muss in do auch die repräsentative Demokratie die Möglichkeit geben, für ganz kindlich Frohen zu tranchieren. Also, es geht nicht einfach. Mit das aber spannend. Nach Reaktionen aus dem Publikum, ich gesehen, du Hannen, eine Hand. Also, ich war ja Portuwert, ich bin von der ADR. Und ich fand unerhört, dass mir nicht invitiert gesehen, als der Ursache, weil kein Debat kann stattfinden. Ein Debat darunter verstehe ich Austausch von Argumenten und Gegenargumenten von freien Menschen. Und wenn Diktatur, also ich will nur nicht aggressiv gehen, also dann nicht so, dass Menschen halt imposiert kriegen, was sie zu denken und was sie zu machen und so viel. Und wir sind für die Freiheit für Menschen. Also Madame Wissler will ich so, wenn sie will ihr Leid kriegen, dann müssen sie nicht zu ihren Werten stehen. Weil dafür haben sie hier Wähler verloren und andere Menschen, meine Familie und mich, wir waren immer für CSV, ohne Zweifel. Aber für was stehen sie nach? Für was stehen sie nach? Stehen sie noch für die Glaube, stehen sie noch für die Familie, stehen sie noch für all die Werte, die jüdisch-christliche Zivilisation, auf die Europa aufgebaut ist. Wir stehen dafür. Und das war dann, ich war auch ein Enseignant an der Berufsschule, übrigens sind immer Kollegen. Aber ich war doch noch so ein bisschen durch geraten. Ja, gern. Also, ich wollte just so, also, mich stehe für den freien Mensch, mir respektiere Schifferin. Also, das Kind, Schiffer Menschen, die selbst würde. Merci, Madame. Ich erlaube mir, eine Antwort zu geben. Also, ich bin auch Mitherausgeber der Zeitschrift Forum. Und der heutige Abend war ja gedacht, darüber zu reden, wie man
mit den radikalen Rechten politisch umgehen sollte. Das heißt, es ging nicht darum, mit den radikalen Rechten zu reden, sondern über sie zu reden. Also Sie haben vollkommen... Nein, lassen Sie mich zu Ende. Lassen Sie mich zu Ende. Nee. Lass mich nur ganz kurz ausreden. Ich bin fast fertig. Herr Pauli hatte eben ein Beispiel gebracht, warum wir in der Redaktion sehr lange übrigens darüber geredet haben, dass die ADR mittlerweile abdriftet in diese ganz radikale rechte Ecke. Früher hatten wir, also ich bin schon, auch wenn mein Luxemburgisch nicht so gut ist, ich bin schon ewig dabei, also früher hatten wir mit der ADR ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich habe selber großartige Interviews gemacht mit Herrn Mehlen, mit Herrn Giberian, das war immer klasse. Also das waren Leute, die hatten eine auch für Luxemburg unheimlich produktive und kreative politische Einfluss, Impact, wirklich. Und die haben ja auch einiges erreicht. In den letzten Jahren, und Herr Pauli hat in diesem Artikel, in dem wir damals also das war im November, in unserer Novemberausgabe, den Cordon Sanitaire vorgeschlagen haben, aufgeführt, eine Liste von, ich glaube, 10, 12 Punkten, wo wir nachgewiesen haben, wo der ADR in den letzten Jahren wirklich komplett über die Grenze rübergegangen ist. Das, was Sie müssen Forum lesen. Und wenn Sie Forum lesen, dann verstehen Sie auch, warum wir für uns, ich meine, wir sind ein Verein, wir machen, was wir wollen. Ja, also wir sind ja wir sind nicht das Parlament. Wir haben Sie eingeladen, Sie kommen zu uns, freiwillig. Aber wir machen, was wir wollen. Wir haben hier mit der Rotonde den Saal gemietet. Punkt. Und Sie kommen, wir freuen uns, dass Sie kommen. Aber wir können entscheiden, was wir hier machen. Und wir haben uns halt entschieden, hier darüber zu reden, mit welchen Strategien man mit der radikalen Rechten, und leider sind wir zur Überzeugung gekommen, dass die ADR in diese Richtung rutscht, wie man damit umgehen kann. Darüber kann man diskutieren, ob das stimmt. Und wir haben das in der Redaktion auch gemacht und wir waren uns da auch nicht einig. Stellen Sie sich mal vor. So, nein, jetzt müssen wir weitergehen. Vielleicht noch, wird ihr noch darüber reagieren, Detail und dann wissen wir. Aber es ist doch keine Verteidigung, ich habe Sie nicht angegriffen. Ja. Gut, dann gebe ich ganz kurz an Michel Pauli nochmal zurück. Ja. Gib mal ein anderes Beispiel von denen, die... ADR-Vertreter sind relativ regelmäßig auf Kongresse von extremrechten Organisationen, nicht Parteien, zum Beispiel von Bennen, die an den USA kondamniert, die bedeligt wären Putsch vom Trump gegen das Wahlresultat, das von Trump natürlich freigesprochen, also begnadigt gehen. Die hat doch nichts zu sichern. Wenn ich eine demokratische Partei bin, habe ich mit denen Leuten nichts zu sichern. Punkt. Ich muss auch sagen, dass... Madame Wieseler, die können schwätzen. Ich muss auch sagen, dass der weiß, wie der Russland verteidigt. Ich kann am besten Willen nicht verstehen. Was kann ihn und so einem Regime verteidigen? Das ist für mich einfach das geht gegen alles, was ich selber verteidige. Entschuldigt? Was für ein Regime, pardon? Seht mal, leg mich. Den aus dem Regime geht es doch im Moment nicht. Ich bin mir schwarze, wo was passiert ist. Ja. Also, Madame Wieseler? Wann der erlaubt, weil den de Charles Görens an dat mich wat gesot doch wirklich no verzeihen kann, so gut dat wat gesot huet vun extrem links. Lo dawer so, dat ich an der Außenpolitische Kommission hab sech aktiv sinn an die Positionen, die se do vertreten, mir wirklich ganz
problematisch scheinen, extrem links. Auch du, es gehen eben die Yang an Indianer, aber es sind da immens viel, die ganz schwer zu verstehen sind. Also der Markt hat gesagt, so wie sie an Südamerika Regime verteidigen, und auch ihre ganzen Diskurs, die da weiß, wie sie schwätzen, wisst ihr, wenn ihnen eine Frau stellt, und sie antworten nicht auf die Frau, wir gehen da so in ihr Abend bei dem Do, was so da dann do, ohne einfach auf das zu reagieren. Das ist ein ganzes System von Diskurs bei ganz vielen von ihnen, nicht bei allen. Gehen auch relativ gut eins mit einer Person, die an der Menschenrechtskommission ist, mit den Diskurs, den ich hören, die Langue de Bois, die ich hören an dem Parlament von extrem links, und die dann oft dann aber selbst das wie von der extrem droite, das also schon wirklich durch Schwierigkeiten damit. Ich kann just auch von meiner Erfahrung dann als Präsidentin für die Relationen von Zentralamerika, wenn man aber nuanciert Resolutionen hinkriegen, zum Beispiel par rapport zu Kuba, wo man ganz kritisch sind, dass eng Parteien sind, wo man ganz klar der Meinung sind, dass die politisch Prisonnier gehen und so weiter. Aber wo par rapport zu den Ländern von Zentralamerika en general aber ein nuanciert Approach geht, dann ist das aber ganz oft mit de Left zu summen, aber wenn wirklich da immer handelt, en Funktion zu mehr nationalistische, weil hauptsächlich Spanier sind, Argumente oder Traumen aus ihrer Vergangenheit tun, dann ist das aber, kommt das aus einer anderen Richtung, wo wirklich ideologisch aus mehr an die andere Richtung, ne? Der Tisch, also ich kenne bloß ganz konkret Beispiel, ich will mich nur nicht jetzt viel fokussieren, ob das, was du dezidiert gehen als par rapport zu Kuba, aber was wirklich, wo das Land an eine Boot gehalten wird, an eine Sack gehalten wird, mit wirklich anderen Ländern, was nicht komparabel, aber trotzdem ist, und das aus puren ideologischen Ursachen aber funderiert kommen. Aber bon, ich will ein bisschen darauf reagieren, weil so ist es aber auf jeden Fall an meiner Erfahrung nicht. Und ich meine, was eben Strategie, also nicht wollte ich auch der Madame vielleicht arbeitet, oder ohne sie zu viel zu triggern, aber was ich aber wollte sagen, dass ganz oft Extremrechtsparteien hier Strategie als systematisch mit simplistischen Lösungen an eine Sündenbock zu sichern. Lo sie mir dann ein Flotzibel, lo an den letzten Monaten, an Wochen, sind die gering, an alles, was mit gering zu dienen, dann so weiter, als zum Sündenbock gehen. Und das als systematische Strategie auf einer extremrechtser Partei, aber was sie wollen, und das hat Marc Angel auch gut durchgestellt, das ist sozialen Aufbau. Sie wollen, und das haben Journalisten haben das gemacht in Deutschland, die haben die Intelligenz, künstliche Intelligenz gefragt, die haben sämtliche Texte und Reden gesammelt von der AfD und gesagt, wenn die und Macht kommen, was geschieht dann? Das ist die nämlich die Familie, so ein Schlummelzi Cousin. Dann, und dann ist es ganz klar, sozialen Aufbau, Exklusion, wie den Charles Goerens gesagt hat. Können Sie setzen, wann schrift? Just für zu sagen. Aber wenn ich nach E-Satz darf so, das Schlimmste, was man könnten machen, par rapport zu Courant und Bewegungen von Extremrechten, und da basiere ich mich auch auf ein Témoignage von einer Frau, die den KZ überlebt hat, die so, das Schlimmste, was man können machen, als die Verharmlosung oder dann Differenz, nicht zu reagieren. Au Stade, où on en est maintenant. Und da muss ich so, wie ich muss das wirklich schon so gern, so auferständig mit Charles Goerens, die was gesagt hat, wir waren ja verschiedene Aussagen lesen, gestern am Tageblatt, am Interview von Xavier Bettel, wo man ein bisschen, ob einmal den Hannergeschmack von Verharmlosung aber da war, wo gesagt hat, ja, wir hatten schon den Trump, das geht doch nur das, ja, aber dann gehen wir eben eins, oder wenn die Leute, das sieht dann noch an dem Interview, wenn die Leute eben die extrem Rechtsparteien wählen, dann muss man auch mal denen können, und da bei mir aber gut,
kluten und so si man do net genau an dem wat man net soll man an der Strategie vum verharmlosen er so irgendwei kre man dat schon hin, weil dat war genau die Evaluwen vum KZ, die gesot hat genau dat derf man net man. Mir muss Chlormassage und Chlor so dummert si man net auch verstanden. Schwessen open se sto so bewusst mir wie gesot as ein Interview an dann hun stuiert von einem Charles Görens, die waren Chlor. Schon eine Reaktion aus dem Publikum und dann mengen aus der gute Moment für die Diskussion beim Konto weiter zu feiern, wo noch viel zu geht. Madame an der Echterei und dann nach dem Markt Angel und dann also Zeit für Diskussion mengglisch und Konto oder was meinst du, Jürgen? Kann ich anfangen? Ja. Okay, danke. Die mal gucken. Also ich werde auch Deutsch reden, wenn das okay ist. Und also ich glaube, ich bin hier mit einer der Jüngsten im Raum und deshalb, auch wenn ich es wahnsinnig wichtig finde, in welche Richtung die Diskussion da vorgegangen ist und dass da strikt und kategorisch gegen hier bestimmte Aussagen der ADR widersprochen wird, wollte ich die Diskussion trotzdem in eine andere Richtung nochmal lenken, die mich persönlich sehr interessiert. Und zwar, weil es einfach Fakt ist, dass mittlerweile die meisten Informationen, die meine Generation sich über Politik holt, über die sozialen Medien laufen. Und dabei lässt sich feststellen, dass vor allem rechte Parteien sehr stark sind, was ich denke auch zukünftig auch viele Auswirkungen auf den Rechtsruck haben wird. Und deshalb wollte ich fragen, was da auch Strategien und Pläne sind von anderen Parteien da auch aufzuholen und wie man es hinkriegt, auch Internetpersönlichkeiten wie Andrew Tate zum Beispiel, die auch sehr großen Einfluss auf unsere Generation nehmen und diesen Rechtsruck befürworten, was man dagegen tun kann. Vielleicht Madame Högenauer als Politikwissenschaftlerin über Social Media, was Tatsache ab ist, als wenn man noch nicht umgeschwört tun und was an dem Kontext ganz wichtig ist. Ich bin weder auf Instagram noch X noch sonst irgendwelchen sozialen Medien, außer vielleicht Facebook. Aber gut, ja, es stimmt natürlich, es ist ein Problem, dass gerade bei der jüngeren Generation dieser Wandel stattfindet. Allgemein in der letzten Umfrage von Eurobarometer haben sich die meisten Leute immer noch die Informationen aus den traditionellen Medien gesucht. Aber es stimmt, bei den Jüngeren kippt das langsam. Und man hat dieses Phänomen, dass Celebrities, irgendwelche Popstars zum Beispiel, irgendwelche Influencer politische Meinungen pushen. Und da in der Tat sind die Extremparteien den traditionellen ein bisschen voraus. Das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob die richtige Antwort ist, dass sich traditionelle Parteien dem anschließen, weil das eigentlich generell keine gesunde Informationsbeschaffung ist. Es ist so oder so eine Blase, ob es jetzt eine CSV-Blase ist oder eine ADR-Blase ist oder eine LSAP-Blase ist. Es wird auf jeden Fall eine Blase sein. Das ist ein Unterschied zu den traditionellen Medien, wo ausgewogen berichtet werden musste oder Diskussionen stattfinden mit verschiedenen Standpunkten. Ja, das heißt, da gibt es keine einfache Lösung. Im Prinzip diese Informationsbeschaffung ist problematisch und ich würde wirklich dann anfangen in der Schule auch das expliziter zu thematisieren, wo man sich Informationen beschaffen kann. Vielleicht dann Traditionalparteien dazu wäre das tatsächlich eine froh, die major interessiert, vielleicht von LSAP bis die Greng über CSV oder Reino. Also das ist ganz klar, dass man was Sozialmedien unbelangt lang nicht genug aktiv waren, an dass die Rechtsextremparteien viel stark sind. An Deutschland hat der AfD auf TikTok mehr Follower wie die FDP, die gering an der SPD zu summen. Das ist eine Tatsache. Da haben wir vielleicht einen Zug verpasst. Und da muss man nachholen, da möchte man auch viel sorgen. Und dann gesehen ich zum Beispiel Leute wie den Herr Bardella in Frankreich, das ist der Spitzenkandidat für den Rassemblement National, das ist ein richtiger Star. Am Parlament gesessen an keiner Kommission, hat auf keinem Dokument mitgeschafft. Und als just so aktiv und als geschult ging, dass du von seinen Experten, die Schulungen gemacht haben, die aus der Schule geschwärzt oder gesagt hat, wie das funktioniert. Und das klappt, das klappt leider. Und du hast natürlich auch die großen Plattformen eine Responsabilität, mit Vorsicht mit dem Digital Market Act, mit dem DSA, mit dem Digital Services Act, ein bisschen zu gucken, dass Desinformation soll besser bekämpft gehen. Ich gesehen leider noch nicht den Effekt davon. Wir müssen die Legislation vielleicht auf die Lehrstellen gucken, dass die Plattformen da aber reagieren, auf ziemlich schnell falsche Informationen, Fake News, rufen. Ich wollte noch just etwas so,
was ich auch so schlimm fand, wie die Rechtsextremen schaffen mit der Gender-Ideologie. Sie schwätzen, wie wenn wir alle an einem Gender wären, an einer Gender-Ideologie wären. Und das funktioniert. Sie kriegen ganz Gesellschaft gedeelt. Es gibt keine Gender-Ideologie, es gibt keine feministische Agenda, es gibt keine LGBTI-Agenda. Das ist just eine Menschenrechtsagenda, weil Frauenrechte und LGBT-Rechte sind Menschenrechte. Aber das geht so abgespielt und das ist wirklich ganz gefährlich. Und die Ideologie sind sie, die Patriarchat wollen retten. Und das sind die wollen Patriarchat verteidigen und nicht Menschenrechte. Und das möchte man auch immens Angst. Und das schenkt auch zu, an Dänemark haben sie ein Foto gemacht, ein Plakat gemacht von einer blonden dänischen Familie. Und da steht drüber, it's okay to be normal. Wir sind alle normal, egal wie wir sind, wir sind alle normal. Aber das sind, ich meine, da kommen ja ganz viele Suchen aus Russland, kommen ganz viele Suchen von den amerikanischen Evangelisten, den Anti-Gender-Movement, das super organisiert, mit super viel Suchen, auch Verbanden von Europa, und da muss man aufpassen, sie wollen Gesellschaft splicken, gegen den anderen, und das so wie sie andere Probleme, den Herr Orban kann mit der Politik, konnten seine ganze Korruption, als nicht drüber geschwärzt gehen, Madame Meloni, an dem sie bemol am Sommer dezidiert hat, bei 2 Frauen, die Kammer zusammen haben, die nicht biologisch Mom aus dem Geburtszertifikat, aus einer ganzen Diskussion losgegangen, hat Chemie drüber geschwärzt, wie schlecht sie die Verschwemmungen gemanagt hat an Italien. Und durch so Sachen können sie polemisieren, und da spielen die Experten und auch TikTok an sozialen Medien eine große Rolle, für dort Debatten zu lancieren. Da gehen Trollfabriken zu St. Petersburg, die da wirklich, tun wir auch bei Covid gesehen, und da muss ich wirklich aufpassen, und da haben wir noch nicht Lesungen für dem entgegenzuwirken. Und das möchte man natürlich auch ganz viel Angst. Ich meine, soziale Medien haben einen ganz großen Einfluss gehabt an all den populistischen, rechtsextremen Movementen. Die sozialen Medien sind auch nur nicht mehr da, gehen gebraucht, an nicht nur von Jungen, ich meine auch von ihrer Generationen, haben traditionelle Parteien mit am Wesen den Zug verpasst, wie der Marc Angel sieht. Ich bin auf Facebook und auf Instagram. Ich versuche, das, was ich mache, durchzustellen, wo ich bin, wofür ich mich engagiere. Probieren eben auf den zu Medien zu machen. Ich weigere mich, jedenfalls für den Moment, auf TikTok zu gehen. Es verboten, auf den Apparaten vom Europaparlament TikTok drauf zu holen. Wird als eine ganz gefährliche Plattform konsideriert, wenn's die Informationen, die aus China über Personen gehen, die benutzen. Einerseits bin ich von einem ganz jungen Journalist, den hauptsächlich auch Internet dann aktiv ist, die gesagt hat, schon nicht Wäschgeheit, weil mich süchtig wirklich süchtig an das soll man nicht benutzen. Es sind natürlich ganz schlecht drin, weil gegen Rechtsradikalismus zu gehen als Basis von meinem Engagement, muss ich bald so, ich komme direkt darauf zurück, und nicht auf TikTok zu sehen, wenn ich da weiß, was für einen Platz sie da holen, die Rechtsradikalen, ist ganz schwierig. Wie für den Moment, mir viel Druck gesagt, wir dürfen nicht mit denselben Methoden schaffen wie sie. Man muss vielleicht andere Lösungen finden. Das, was ich dazu will sagen, dass Demokratie muss ganz gut aufpassen. Eine Demokratie hat an sich Elemente für sich, die erlaubt, für sich selber Futti zu machen. Wir müssen gucken, wie wir Demokratie verteidigen können. Da, wo Demokratie eine Gefahr ist, muss ich vielleicht auch können, Striche ziehen und verbieten. Das ist nicht einfach, aber wir müssen aber auf den Weg gehen. Ich hatte gesagt, ich gehe noch darauf zurückkommen, und ich will da doch klarstellen, auch wenn's, wie die DVP hier gestaltet wird. Es sind an einem Land geboren, war eine Diktatur derzeit war. Ich bin in Portugal geboren, ich war 3 Jahre alt, wie ich hingekommen bin. Wir sind auch zurückgegangen nach Portugal, wie ich bekannt war. Und wenn man an einer Diktatur ist, das spürt ihn. Wir sind zurückgegangen, ich habe mich am See schon gelernt mit der Familie, wir sind auf die Plage gegangen. Mit da sitzen sie an einem Lokal, und dann hat der Bemol, Mama, die sagt,
schwätzen nicht so hart, die wissen nicht, wie man lauscht. Es kann in der schon schudern, wann ihn das denkt. Den arbiträr, an dem wir den ausgesagt ist, als an einem autoritären Staat, etwas wird kein sich am von kann wünschen, außer wissen nicht, was das. An Demokratie verteidigen, als wirklich die Essenz von dem, was mich politisch engagieren. Und es schon eben, die VP-Familien rausgesicht, CSV rausgesicht, das du, wo ich mich wohl spielen, hat können andere haben eben eine andere rausgesicht. Wir müssen, mengen ich wirklich, als Bewusstsein, was wir machen, und wie wir über die verschiedenen Parteien aus damit schwätzen, und es muss klar sein, für jeden Verein, was für eine Valeur man muss verteidigen, und gegen was wir fundamental uns müssen wehren, und aufpassen, wie wir das machen. Madame Metz, ihr seht auf TikTok, soweit ich weiß, vielleicht nach ganz kurz, wenn der Welt über eher Meinung zu den Umgang mit Social Media, wie du kann, Demokratie gefährdende Content kontern. Und dann haben wir nach Zeit für eine Reaktion und dann als Diskussion vielleicht Konto weiter feiern. Ich meine, das nach genug Gesprächsstoff du. Ja, da just ganz kurz, ich war Zeitchen auch nicht auf TikTok eben aus Sicherheitsgründen, weil man da ganz klar Richtlinie kruten, auch vom Europaparlament, wir dürfen TikTok auch nicht auf unserem Handy haben, wo eben den ganzen Server auch vom Europaparlament drucken. Aber du haben wir dann ein extra, in meinem Büro ein extra TikTok-Handy, das heißt, die just dafür da ist, für TikTok. Für was? Erstens habe ich mit ganz vielen Jungen geschwärzt, dann wenn ich Klassen auf Besuch hatte, habe ich die gefragt, mengt da mir Politiker aus der seriös, ich fange nicht nur bei einem Tisch zu tanzen, obwohl ich ganz gerne tanze, aber ich habe nicht meinen Platz auf TikTok. Wenn ich aber mit den jungen Leuten geschwärzt habe, dann haben die immer gesagt, mit dir musst auf jeden Fall auf TikTok. Also wenn ich dann noch meine zwei kurz rezenten Traumaerlebnisse, wenn ich hier aus der Bayern, wo du alles, was Genderspruch verboten ging, oder wenn ich dann für kurz meine Klasse hatte, schon nicht aus engem Lycée ganz bewusst nicht, die ganz klar gesot tun, also homophob waren offen, nicht verstoppt, wie ich über Ungarn geschwärzt tun, ein LGBTIQ-free Zone, hun sie gesagt, yeah, schon eine Kurve, wo drauf steht, Love has no labels, die wollten sie nicht, den dort wollen wir nicht, die klar, da kann ich noch diskutieren, auch gegen alles, was Auftreibung war, die gesot tun, das heißt, war klar eine Ambiance von ja, nicht unbedingt für Jungleid progressiven Ideen. Und für mich hat das auch mich konfirmiert. Und war wirklich für mich ein bisschen ein Trauma. Jungleid zum Teil, die auch noch am sozialen Beruf schaffen gehen, dass die so reaktionär Ideen hatten. Und das so ein Schnee, dann will ich nicht die Platz auf TikTok. Ich meine, dort Menge dabei ist, und ich bleibe Mengen Ideen treu, aber ich muss da präsent sein. Und da ist noch ein Satz. Ich meine, der Mandela, der so, ich meine nicht sicher, der Mandela sagt immer, die stärkste Waffe, die man haben als Erziehung, Education, Bildung. Und dafür so nicht, wir brauchen viel mehr politische Bildung, für das Leute, eben die jungen Leute mit all den Medien können umgehen. Ich schlage vor, Diego, wenn du einverstanden bist, dass du hier vorne jetzt Schluss machst, dich bei unseren Gästen bedankst und danach gebe ich das Mikrofon einmal durch den Saal, weil ich glaube, da sind viele Leute, die noch gerne was sagen möchten und wir hören uns das einfach an. Ihr macht jetzt Schluss. Und dann hören wir uns nochmal an, was es im Saal gibt. Vielen Dank für die Nachricht, für das Kommen, für das Nicht.